ist von euch gesehen, linke Gackerl ein wenig hochgeschwollen. Ja, jetzt warten wir mal, bis YouTube bequemt. Dann haben wir das einmal weg, dann haben wir das weg, dann haben wir gleich mal die Tröte am Start. Ja, das ist jetzt ab jetzt eine Zaubertröte. Kommt der Regenbogen vorne raus. So. Ich hoffe, dass ich euch eingestellt habe. Ja, da ist er eh schon. Was ist jetzt wieder? Was ist jetzt wieder? E-Mail-Benachrichtigung. Warum kriegen ich um Punkt 8 die E-Mail-Benachrichtigung? Was soll denn das? Schluss mit Donations, ich muss schnell was nachschauen. Oh! Versandbestätigung! Am Freitag kommt das letzte Drum, wenn's Quiz ist. Wenn nicht, dann kommt's am Samstag. Das heißt, es gibt am Freitag oder am Samstag einen Zusatzstream. Haha! Ich hab nicht mehr direkt gesagt. Schluss jetzt da! Harvey! Ich bin's! Birger! Micker! 20! Eine Zauber ins Viech! Dumbexep. Geht das jetzt vor dem Stream schon los? Ich weiß nicht, was da los ist. Vorher Glaser, jetzt Bestatter. Mehr Pulver zum Birger und Ohrenhauen. Nimm's, gern geschehen. Merci dir. Timmy, grüß zu dir daheim. Tschüss, Lixen. Auf geht's, da wieder ein bisschen wedeln. Ich bin für Wutschen. Was ist was schöner, Wutschen oder wedeln? Weiß ich nicht. So, jetzt muss ich mir atmen. Moment, DRL-Seiten zumachen. Wunderschön, wunderschön. Habe die Ehre an! Die Freier an den Arden, an den Christoph, an den Robert, an den Dominik, an den Herrn Mach, an den Aruais, an den Herrn Flüs, hätte ich schon fast gesagt, anstatt Süßflo. An den Demon, an den Arden, an die Katte, an den Platzgitter, an den Dragon Cry, an den Flip 555 Nase, an den Nils, an den Schulz, an den Viva Punk und wer ist das schon wieder? Der Marasepp! Mit 47 verfickte Monate. Ich weiß nicht, was ist denn mit dir eigentlich? Schau her. Das war der Anonymous LP mit 12. Servus zurück. Das ist der Marasepp. Ist ja gut. 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 Der Biermann schreibt Samstag Zusatzstream. Nice. Kann ich noch nicht sagen. Entweder wann das Zeug halt da ist. Bis jetzt schaut's aus Freitag. Weiß ich noch nicht. Was? Wo gehen wir hin? Luke, vorher ist gescheiter wie gar nicht. Geh mal heim in Kräuterkunde. Löffler Sepp. Hashtag rostigs Dach, feuchter Keller. Ist ja gut. Chili Griecher bei Andromeda bei mir. Geh mal heim in Kräuterkunde. Ich hab jetzt schon wieder, total vergessen, wo wir letztes Mal stehen bleiben sind. Wir haben letztes Mal so viel Scheiß gemacht mit die ersten Talentpunkte, die ersten Sachen da, die ersten Sachen da. Geht der Stream halt wenigstens. Hinter das war ein einmal schön. dreiköpfiger Affe. Wo? Traute Törö. Ich sag da keinen dreiköpfigen Affen. Ja, doch da. Da ist ein Kopf, zwei Kopf. 3 Kopf. So, machen wir wieder zu, damit nichts passiert. wer war das wieder? Der Bratenfett-Zölibat. Töre! Oh, leck Tüffi. Nein, das war... ich hab gerade einen Benjamin Blümchen mit dem Samson von der Sesamstraße verwechselt. Bruder, was ist mit mir? Was ist mit mir? Austrian, du musst wieder aufhören. Es hilft nicht! AF an geilen Stream, was trinken Chefs? Leitungswasser. Leck! Den hättest du eigentlich, den hättest du am Schnutzelputzelchen lassen müssen. Was trinken Chefs? Leitungswasser. Bei mir kommt halt da Klosterfrau Melissengeist raus. Das muss man wissen. Ja, passiert im Austrian Mercy. Schöne Grüße nach Österreich. Da wo es herkommt, weißt du was es ist. Schmidti, expecto patronum! Kommt. Ich hab heute ja schon, chillt die Kniescheibe, ich hab heute schon mal angefangen, meinen PC zu sichern. Ich hoffe, ich hab die Videos nicht in die falsche Ordner eingeschoben. Smiley mit da war nix. Marasepp, lass mich halt! Wie wollen du sein, mate? Gut, dann bleibst halt drin. Schweiß, du kämmern schon nur einige Monate drauf. Da bin ich gespannt. Jetzt haben wir in einen neuen PC investiert. Ihr müsst mindestens noch 5 Jahre da sein. Weil so lange wird der wieder halten, hoffe ich, um Gottes Willen. Ich glaube, dass er diesmal ein Jahr länger hält, wie der jetzige. Der darf jetzt auch noch halten, aber weißt du eh, was es ist. Wenn sobald hier Frame-Drops sind, dann hört's auf zum Zucken in der Hosen. Weißt du das? Der Gernschnick! Hab die Ehre, immer ein Genuss, dir dabei zu schauen. Ich hab noch gar nichts da. Ich hab noch nichts da. Wir haben bloß da gesessen und haben die Tröte getrötet. Ja, was ist das? Benjamin Blümchen. Max, mir jetzt dir! Aber wie geht's? Weiß ich nicht, ich hab einen Schwanz an mir, wie soll es mir schon gehen? So, jetzt ist einmal die allerwichtigste Frage. Funktioniert der Chat? Kann Twitch einmal ganz kurz bitte... Ich hab nämlich wieder von nativer Software auf die Webschnittstelle gewechselt und die hat ja bekanntlich vor 2 Wochen einmal das Spacken angefangen. Kann der Twitch-Chat einmal eine schreiben? Blubbeldi, blubbeldi. Irgendwas. Eskalieren, los. Nein, nicht mit dem. Timmy Boy, Versandbestätigung habe ich heute auch von Spreadshirt. Oh,
Ich sehe ja leider Gottes nicht, wer da was bestellt. Ich sehe schon, was bestellt wird, grob. Aber ich sehe natürlich nicht, wer, falls das bei mir im Shop zustande gekommen ist. Dankeschön. Küsschen aufs Nüsschen. Max, übrigens, merci für den Reset. Habe ich irgendjemand übersehen? Ja, Schnutzelputzelchen, Flachwitz des Tages. Warum gibt es keinen Film über Moses? Weil es ein Mehrteiler sein müsste. Oh Gott im Himmel. Ich habe das dumpfe Gefühl, du hast da noch ungefähr 580 sicher nicht unfassbar schlechten Witze bei dir umeinander liegen. Das ist ganz aus. Löwensepp zu dir habe ich noch nicht mehr gesagt. Habe ich die Ehre Birger, er ist fucking zauberhaften Stream. Hashtag Gustelpilz. Ich mag keinen Pilz. Nein, der Pilz, das kann nur so, das kennst du jetzt noch mit so viel Marken daherkommen. Oh, das ist die beste Pilz, mir scheißegal, Pilz mag ich nicht. Weg! Nein, Geisi, nein, Schluss, Geisi, Schluss. Was? Expecto Quattronum von Tristan aus Treifdan. Ja, verdammt, die Tristan aus Treifdan. Den Tristan aus Treifdan haben wir aber auch schon eine Zeit nicht mehr gehabt. Deswegen bin ich nicht ganz so besser. Aber Schluss! Aus! Pfui! So, wir schauen mal aus. Hey, du kleiner, schwere Nöte, es funzt. Schaut gut aus. Ich habe da an den nativen YouTube-Chat und da schreibt der Ogaret, schreibt feuchter Furz. Und bei mir steht... Steht da was vom feuchter Furz? Da steht feuchter Furz. Ja, wunderbar. Funktioniert. Wunderschön. Und danach Nixen! Revelio! Und danach... Und Nyx. Immer wenn ich den Namen... was heißt immer, so oft lese ich nicht, aber wenn ich den Namen Nyx lese, dann muss ich automatisch an EVE Online denken und dann läuft es wieder eiskalt am Bugel runter und dann lass es wieder bleiben. Merci dir, 10er ist zu viel. Madasepp, da gibst du jetzt eine Ruhe. Kriminalfeier. Gut, dann machen wir halt 5 Jahre drauf, wo wir unterschreiben. Ich hab gerade... Weiß ich nicht. Schreibst deinen Namen in den Chat, das gilt als Unterschrift. Hab ich. Oh, leck, jetzt hast du mir einfach voll das Kuppel rausgedroschen. Du asozialer Penner. Mordesheim, merci, Kaipi, Grüße aus der Spätschicht. Spätschicht ist asozial. Jetzt mal auf, endlich die verdammten Scheiß Spätschichten zum Arbeiten. Ja, Wahnsinn! Du gehst jetzt zu deinem Chef und sagst, arbeit dein Schicht selber, du Mongo. Riechst du einen schönen Gruß von mir aus. Ansonsten schreibe ich die 8 Wochen krank, ich bin der Bergdoktor, hallo. Abracadabra, du bist jetzt krank und trinkst Kaba oder irgendeinen Scheiß. Ist ja gut! Es eskaliert halt wieder. Leute, wir fangen mal um Punkt 10 nach 8. Fangen wir mir an. Sonst kriege ich einen Schlaganfall. So. Wer ist da jetzt überhaupt dran? Ich kenne mich schon überhaupt nicht mehr aus. Der Visa war das, glaube ich. Was ist denn jetzt? Schmiedi, Alter, warum, Alter? Expecto Donation von Österreich. ECTO Donation wo ÖSTERARMXD. Ja, euch in Österreich geht's, glaube ich, einfach ein bisschen zu gut. Weiß ich nicht, wie ist denn das bei euch? Ich muss aber keine Steuern nicht zahlen. Gibt's da, weiß ich nicht, kostet bei euch Heizöl 50 oder was ist denn da los da hinten? Was ist da los? Schmidti. Ich muss die anders betonen. Wir haben nämlich einen Schmiedi, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja? Der hat sehr oft Erster geschrieben, jetzt schreibt er nicht mehr Erster. Ich glaube, du bist nicht der Schmiedi, du bist der Schmidti. Schmiedi, schmaler Grad, aber geht. Da, Leute, danke schön. Schmiedi, das ist zu viel. Und was soll ich noch sagen dazu? Der Wiese, merci für den Reset, du bist nicht angezeigt worden, ich weiß nicht warum. Lina, top auf die Depf. Dudel vom Depf Squad vorspannt, LG an die Sabrina in Spätschicht. Schon wieder ein Spätschicht, lauteres Spätschicht, das ist das allerletzte. Das allerletzte! So, ich drücke jetzt da schon mal aufs Spät auf, damit das schon mal im Hintergrund die scheiß Schattenscheiße da generiert. Das dauert sowieso wieder 2 Minuten. Ab morgen, morgen, ich krieg noch 2 Backerl. Das eine schaut ein wenig komisch aus, das ist ein Versandstatus, den habe ich bei DHL so noch nie gelesen. Das ist irgendwie aus dem Ausland irgendwo einer gekommen und hätte eigentlich heute zugestellt werden sollen, hat sich aber den ganzen Tag nicht geändert, keine Ahnung. Und von der anderen Firma, wo ich noch drum bestellt habe, da habe ich heute die Versand jetzt gerade, kurz, ich habe es vorgelesen, kommt wahrscheinlich am Freitag. Ich hoffe sehr, dass alles am Freitag da ist, wenn das da ist. Los geht's. Nixi Boy! Merci, Alter, was soll ich sagen? Ich hab die 4 Nachtschicht im Fall. Das ist also, ich müsste einfach jetzt einmal sagen, Alter, deine Schichtscheiße, die kannst du mal in die Tor schmieren. Ha? Da muss man einfach vielleicht auch mal sagen, so, scheiß auf den Nachtschichtzuschlag, da geh ich nicht hin. Nein, da geh ich nicht hin. Flo, merci für den Zwickel. Hast du die 94 schon auspackt? Das ist ein Viech. Das seht's dann am Freitag. Herr Löffler-Sepp, Expecta, sauf Stroh rum. Danach speibst du im Klo rum. Expectus auf Stroh rum ist gut. So, Freunde der Sonne, ist jetzt schon 10 nach. Nein, ist noch nicht ganz, aber fast. Versandstatus vom Laster gefallen. Ja, dann gibt es aber hier volle Kasala-Kasur. Das geht heutzutage leider nicht mehr. Schicht ist leider Pflicht, schreibt der KNS-Design. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr dankbar darum, dass ich nie in einer Firma gearbeitet habe, wo Schichtarbeit überhaupt zur Debatte steht. Da bin ich nicht sehr neidig drum. Ich bin natürlich neidig drum, was am Ende im Lohnbeutel dann drin ist. In der Lohntüten einfällt, das ist eh klar, aber ich glaube, das ist nicht der Bocker, da die narrisch werden. Ich sag das, wie es ist. Ich darf vollkommen.
Der Tim ist schon wieder. Birger, lest da noch bitte. Grüezi, fix dein Herz. Ja, du was? Ja, hab Safe Pandas und Poster. Was? Safe Pandas und Poster. Was sind Safe Pandas? Ach, das ist der verdammte Panda-Sepp. Irrzeit. Merci dir. Das muss man nicht per Donation sagen. Ich darf auch gerne mal in den normalen Chat einschauen. Aber ich kann nicht! Was soll ich 4 Sekunden aus drin? Nee! Merci dir. Hirschi, merci dir. Kannst du mir eine Freundin zaubern, die nichts dagegen hat, dass ich 24/7 beim Fischen bin? Kasala! Ja. Hier, wie ist gehört? Hirschi. Wer ist denn das wieder? Kubala-Sepp wird auch nicht angezeigt. Warum nicht? Frage an unsere Schweizer. Was ist ein Ort, wo ich eine Woche Urlaub machen kann, ohne dass ich einen Jahreslohn zahlen muss? Wer ist in der Schweiz Hortdorf? Die verdienen 2 bis 5 Jahre, bei denen kostet aber auch alles das 10 Jahre. Weiß ich nicht, haben wir einen Schweizer da? Sagt mir mal, wo ich in Urlaub hinfahren soll. Leute, jetzt chillt's halt, was ist denn? Der Fahrer schreibt Genf. Und der Auto, ist da nicht gerade Autosalon? Da bin ich früher mit der alten Firma, habe ich da hinfahren müssen und Fotos machen von den neuen Alpina-Autos. Auf den Bulldog zum Sengen. Heit Wet Mineraldünger gestrahlt. Was? Hoher 1000 € außer Ballern, du Kims auf den Zehner Arme Madrua. Der Bio-Bene, sitzt du sprichwörtlich gerade auf dem scheiß Bulldog rum und fährst jetzt Mineraldünger. Hast du schon mal auf durchgeschaut? Oh, geht das am Tag nicht? Oder entfaltet sich der Mineraldünger bloß, wenn es finster ist? Oder ich kenne mich ja nicht aus. Schau aus, als hätte ich einen Bulldog. Schau aus, da die Mineraldüngen. Jetzt holt's auch ein Fotzen. Merci, Hirschi. Merci dir. Gib ihm Hirschi eine Freundin. Hex. So, kriegt er. So, Schluss jetzt. Hört sie im Hintergrund die Musik. Ich hör's schon. Los geht's. Wutschen und wedeln, Kinder. Wutschen und wedeln. So, da sind wir. Wir haben ja letztes Mal so viel Zeit gemacht. Und letztes Mal war so eine coole Quest dabei mit den Spinnen in unserem Dungeon umeinander wuscheln und was weiß ich was alles. Oh, der goldene Schnatz! Ist auch schon wieder. Ich bin 4 Sekunden in-game und ich freue mich schon wieder, dass der Ladebildschirm nicht einfach bloß irgendein Bullshit ist, sondern dass da irgendwas passiert. I fucking love this game! Und das allerbeste ist der Ritter. Hey. Was ich auch noch nicht. Seit wann ist denn hinten da die Sau da hinten? Seit wann hinten die Sau da hinten? Hinkt die da schon immer oder ist mir die einfach noch nie aufgefallen? Ist eigentlich irgendjemandem aufgefallen, dass die Skackerl heute ein wenig angeschwollen ist? Schon, gell? So, Schluss jetzt. Donation Sounds aus. Fuck, wieso haben die nicht aus? Weiß ich nicht. Donation Sounds, Schluss! Schluss! Biergalf, der Graue, los geht's. Sollen wir den Helm auflassen? Bei mir hängt der Hirsch. Echt? Kommt das vielleicht aufs Haus drauf an? Wo haben wir? Ah ja, wir haben einen Raum der Wünsche. Oh, der Hedwig! Komm mal, die streichen. Bitte lass mich die alle streichen. Ich mag die alle streichen. Alle streichen. Wieso? Keine unidentifizierte. Ah ja, wir können jetzt ja Gegenstände identifizieren, weiß ich auch noch. Dann haben wir so mehr oder weniger unseren Hauselfen. Und wir müssen mal mit der Professor Weasley schmatzen. Bio-Bene, was ist da schon wieder? Heute bist du wieder live auf Bulldog zum Singen. Heute wieder. Bio-Bene, bin mir nicht sicher. Nein, das war der Kubala-Sepp, war der Leute. Dass ich auch noch was eingeschissen habe. Ja, weil du noch nicht vielleicht nur eingeschissen hast, Kubala-Sepp. Kruzifix, Schluss jetzt. Schluss, wir spielen jetzt. Vielleicht können wir mal ein bisschen Meta machen. Professor Weasley. Tell me der what to do. Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion. Bin nicht zum Schreien da, ich bin zum Wutschen und Wählen da. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sally, ich weiß übrigens, dass man sein Aussehen ändern kann. Die Frage ist, will ich mein Aussehen ändern? So, wir müssen irgendeinen Zauber lernen. Wie ist das gleich wieder gegangen? Oh, jetzt müssen wir schon 3 Tasten drücken. Wir haben wahrscheinlich wieder grandios versagen. F! Linke Maustasten, Leertasten, jawohl. Hey, es ist also ein Minigame, das. Ja, es ist nett. Es ist ja wurscht. Was haben wir jetzt gelernt? Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Aha. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Schluss Gegenstands jetzt. Herr Geizig, merci für die Sie Mitgliedschaft. finden Ab in den einige Chat für habe ich dir Philipp, wenn er Tränkestation mitmacht, und einen kriegt einen Pimmel aufs Hirn. Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Habe ich. Schluss, ich muss jetzt Wo aufpassen. finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Das ist schon wieder Sachen Ressourcen wie sammeln. Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, Haben wir ist nicht es schon Mondstein? weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert.
Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Ja, Sie beschwören wir einfach sollten mal sie ja irgendwas. bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. So, das heißt, wir haben ja irgendwas gekriegt, Beschwörungszauber, neuen Zauber freigeschaltet. Wir switcht man die Zaubersets gleich wieder. Ah ja, mit F1 und F2. Und auf T kann man da Sachen ändern. Was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben das ist es wahrscheinlich. Ja, Beschwörungszauber, Verwandlung. Beschwört Gegenstände aus dem Nichts, wenn im Raum der Wünsche wirkt. Ja, bla. Was ist das da gleich wieder gewesen? Das lässt Sachen verschwinden, oder? Ja, das brauchen wir nicht. Das können wir dann nochmal ersetzen. Da so. Easy peasy lemon. Herr Maurer, Schluss jetzt mit Donations. Kruzifix, Alter! Manchmal muss auch mal irgendwas, weiß ich nicht, lass mich das mal spielen. Merci dir. Dass du was zum Schimpfen hast, nur ein bisschen was aus Österalm. Aus Österalm kann keine Fake nur kommen. Ihr habt es offensichtlich jetzt zum Sauführen. So, kann ich, was muss ich jetzt zaubern? Ah, oh, okay. Beschwörung. Was haben wir da? Zaubertränke. Gegenstände, um Zaubertränke zu brauen. Das stellen wir her. Oida. Tränke. Haben das bloß Skins oder was ist denn das? Budget, Tränkestation. 0 von 1 beschworen. Eine kleine wissenschaftliche Tränkestation mit einem Brenner zum Brauen von Tränken. Mit einem botanische, wissenschaftliche, elektrische, gotische. Ah, also es gibt 4 verschiedene Typen und die sind halt dann. Das sind dann Grässerne, oder wie? Okay. Ja, aber keine Ahnung, was weiß ich nie. Gib mir eine wissenschaftliche Tränkestation. Gib mir her. So. Oh. Alter, wie cool. So, wo kommt unsere Tränkestation hin? Tränkestation machen wir da ins Eck. Brauchen wir wieder mehrere, oder wie sehen das? Objekt rotieren. Oh. Was? Nein, was? Rastes Ei, oder? Nein, das wollte ich nicht. Objekt ist nicht im Spiel warm. Ja, das ist mir schon klar. Rastes, hat das da ein Raster irgendwo? Ja, offensichtlich schon. Ja gut, dann pflanzen wir das jetzt einfach mal da so hin. Hä? Ach, da unten kann ich durchschalten. Jetzt verstehe. Andocken, deaktivieren. Drücken und was? Farbe ändern? Ich hätte gern schwarz. Bei mir ist alles schwarz. Alles ist schwarz. Na, machen wir Tränke machen wir Tränke blau. Tränke machen wir blau. Das passt überhaupt nicht dahin, oder? So. Jetzt kostet mich das was. Benötigt Ressourcen, 2 Mondstein, aber ich habe halt 90. Sag ich das richtig? Moment, wie können wir da jetzt wieder zurück? Rückgängig machen? Brauche ich alle? Brauche ich alle diese Stationen? Macht das Sinn oder? Nein, okay. Stellen wir mal die botanische, stellen wir auch nochmal hin. Wo war Farbe gleich wieder? Ich mag Farbe ändern. F. Die machen wir auch blau. Nein, die machen wir. Was ist das? Das ist die. Was haben wir da jetzt? Das ist die botanische, die machen wir grün. Grün! Zaubern. Das kann ich nicht. Du hast dein Budget für diese Art Gegenstand erreicht. Ach, ich hab generell. Ach so. Muss man das dann Stickerl für Stickerl freischalten, dass man dann 2 Tränkestationen haben kann, 3 und dann 4 oder vielleicht kommt's gar nicht. Ja, ich hab schon verstanden. Habe ich schon verstanden. Rückgängig machen. Dann haben wir da noch was ist das da? Hüpfende Töpfe. Okay, warum man immer so viele Vorlagen in diese... Warum denn? Warum denn? Warum denn? Weißt du, jetzt war ich auf dem Ausweis schon wirklich mehr als erwachsen, aber wenn da einfach steht, hupfer die Deppfelder, dann kann ich mein Maul nicht halten. Und jeder weiß, was ich meine. Schnauze jetzt raus da. So, noch was beschwören. Was beschwören wir noch? Keine Ahnung. Wenn wir noch was beschwören. Da haben wir noch was. Kräuterkunde. Dann nehmen wir einfach das erste. Dieser Wurst wissenschaftlicher Pflanztisch mit kleinem Topf. Kleiner Topf. Alle Töpfe sind wichtig. Kleine und große. So schaut's aus. So, ja, zaubert. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Okay, habe ich schon verstanden. Vorausgesetzt So, natürlich, dann haben wir noch Sie Nutzen. haben Samen Verzauberte oder Gegenstände, die im Raum der Wünsche Zaubertrank in genutzt Hogsmeade werden. Oder außerhalb des Schlossgeländes Was auch immer dieses. besorgt. Schreibtisch der Beschreibungen. Ein Schreibtisch, an dem unbekannte Ausrüstungsteile und ihre Eigenschaften. Ja, aber so einen habe ich doch schon, oder nicht? Das steht doch da hinten schon. Ja, machst du auch blau. Blau ist gut! Eigentlich brauchen wir rot. Frag mich bitte nicht, aber ich hätte gern rot. So, den stellen wir da hin.
Hinter den Säck mit dem Schund. Hey, wir haben doch so ein Ding schon. Steht da schon hinten. Soll ich mit? Oder ist es der Weasley hier rein? Die tut es dann wieder mitnehmen. Ja, das werden wir dann schon sehen. So, wieso? Ach, der ist schon... Okay. Wir haben den ja schon. Das Budget ist ja... Oh, okay. Dick wird ihm bei Okay, ich bin schon stark. Okay, Entschuldigung. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich hab da noch andere Sachen gesehen. Vielen Dank, Professor. Ich wüsste gerne mehr über Deke. Who the fuck ist Deke? Keine Ahnung. Kann ich Verwandlungszauber überall anwenden? Ist mir wurscht, werden wir herausfinden. Hallo, ich habe einen Chat mit über 1000 Leuten. Die werden mir schon sagen, wo ich ihn anwenden kann. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja, sicher! Für was bin ich da? Auftrag abgeschlossen. Der Raum der Wünsche. Okay, so, jetzt habe ich aber noch was entdeckt. Und zwar... Achtung, wir haben da einen Haufen Scheiben. Wandbehänge. Dekorative Wandgegenstände im Raum der... Oh Gott, Alter, da kommen wir schon wieder... Ich kann schon wieder 2 Stunden den scheiß Stream nur voll scheißen mit so einem Zeug da! Was? Ein ovaler Spiegel. Was kostet der? Ja gut, das kostet aber Mondstein. Habe ich da auch ein Budget oder wie? Ah ja, Budgetbeschwörung. Ja, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ein Kopf von einem Helch ist oder so. Gehen wir wieder raus. Was haben wir da sonst noch? Nein, können wir da irgendwie zurück aus? Ja. Wenn Sie kurz Zeit haben, Teppich. kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Den nehmen wir. Gib mir einen Teppich. Den legen wir davor hin. Yeah! Den legen wir... Was? Nein, was? Mir hat eigentlich... Mir hat ich so... Schau hier! Oh, zauberhaft. Zauberhaft. Ja, jetzt verscheißen wir schon wieder so viel Zeit mit so einem Scheiß. Kann ich mit dem Zeug was um? Was sind das? Dekorationen? Was haben wir da so? Oh Gott, es gibt Kronleuchter, gotische Stillampe. Ja, zaubere da noch eine hin! Was ist jetzt da? Control muss ich halten, dann kann ich da ins Eck zaubern, oder was? Wieso ist das da hinten? Ich sag doch da ganz klar einen spielbaren Bereich da hinten. Ach, hier. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Ich mag nichts wissen über Verwandlung, da verscheiße ich bloß so viel Zeit. Ich darf gerne Metamor, ich darf mir zumindest mal das gerne anschauen. Dankeschön. Schauen wir mal, was wir da tun können. Wir braucht mal Dip-Tam-Blätter. Das sind diese komischen pinken Dinger. Horklumpsaft. Das hört sich fast so wie Horcruxsaft. Was haben wir da? Einer Arschwinderin. Ja, okay. Sicher hätte ich mir jetzt schon gern gebraut, muss ich sagen. Man kann ein paar so mega Power-Tränke, die kann man schon brauchen. Aber vielleicht können wir irgendwas abpflanzen. Zum Beispiel diese Dip-Tam-Scheiße. Kleiner Topf! Bester Topf. Der Dip-Tam. Die haben wir die nicht extra gekauft, diese Samen? Eine gepfeffert. Ist da bloß ein Topf da, oder was? Wieso gibt es halt größer? Ich brauche mehr. Topf leeren. Nein, nix Topf leeren. Oh, das dauert 10 Minuten oder so. Jetzt da stehen und da mal dran, oder was? Gut, dann reden wir heute nochmal mit dir dabei. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Ja, Also nein, eigentlich nicht. Aber zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich hab genug Mondstein. Ich hab Mondstein zum Saufordern, Weasley. Kehre zu Professor? Ja, waren wir doch gerade. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Ja, sicher! Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Ich bin meinerseits bin ich ja Mondstein-Experte. Mondstein-Großhandel. Mit Beschwörungen können Sie Birgalf diesen der Raum Graue. nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Was? Beschwöre Wanddekorationen 5 Stück, beschwöre Bodendekorationen 5 Stück. Ja, Kriminalfeier, da liegt der Teppich einfach über den Teppich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Ja gut, dann beschwören wir halt Sachen. Ja, ich habe ja gar nicht so viel. Ist es Kunstwerke? Tu irgendeine scharfe Alte rein. Weiß ich nicht, wo ist eine scharfe Alte? Das ist eine scharfe Alte. Schauen wir mal. Das tue eine scharfe Alte. Hey, ja. Komm schon. Die zaubert. Da, eins. Mehr Wanddekorationen. Was haben wir denn da sonst noch so? Wanddekoration, was ist das da? Teppich, das Klump da, Dekorationen, ein Tisch, Canapé. Ja, der königliche Sessel, der schaut gut aus. Der königliche Sessel, der schaut gut aus. Ich weiß nicht, wo wir den hin. Wo der man den hin? Der darf sich doch da gut machen, oder? Nein, wieso kann ich den da nicht in den Säcke zaubern? Rutzi, fix du Rindviech. Warte mal, kann ich den da schräg reinzaubern? Ja, also, pflanzen einfach da, ist ja eh wurscht. Hauptsache, steht ein wenig Graffe umeinander. Ja. Da der wir jetzt noch. Ja, nehmen wir noch den blauen. Können wir den da einer düdeln? Geht's wieder nicht? Düdelst den da dann nicht. Damit es ein wenig schön ausschaut. Wir können eigentlich Sachen umsetzen. Also den Stuhl, der gefällt mir da jetzt nicht. Weg damit. Das wird mir wahrscheinlich gerade beibringen. Also egal.
So, hängen wir noch ein Pulteil auf. Tut mal noch ein Pulteil. Wo ist das Pulteil? Oh, ein Tischel haben wir, ne? Ein wenig ein Tischel. Da gefällt mir der ganz gut. Den stellen wir mitten in die Mitte. Ich weiß nicht warum, aber den stellen wir mitten in die Mitte. So, da. Da kehrst du hin. Du bist wirklich das fotzengrobste Tischel, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber egal. Was haben wir da noch? Der Teppich geht schon noch. Ja, dann nehmen wir den blauen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Oder können wir das so machen vielleicht? Schaut vielleicht ein bisschen noch was aus. Weiß es auch nicht. So vielleicht. No. Ja, schaut wenigstens ein bisschen was noch aus. Der Stuhl da im Eckchen, der passt halt jetzt gar nicht, aber ist ja wurscht. Wir brauchen mehr Wanddekorationen. Habe ich schon gesehen. Haben wir noch für Wanddekorationen? Ein Spiegel. Der gut. Ja, der muss vielleicht ein bisschen asymmetrisch. Dann machen wir so, dann nehmen wir da hin. Dann nehmen wir den. Da hin. Und dann nehmen wir noch Gemälde dazu. Haben wir noch Gemälde? Abgemälde. Was ist hier? Was tut der? Was ist das? Und das da pflanzen? Nein, kann man da pflanzen? Ja. Was tut denn hier? Schaut aus wie die Zuschauerkugel aus Herr der Ringe. Ich weiß leider. Schande über mein Haupt, ich weiß gerade nicht, wie die Herr der Ringe-Kugeln heißen. Ich hätte fast gesagt, Palanti? Wie heißen die Dinge? Palantis, oder? Palantir oder Palantis? Irgend sowas. Da, der haben wir noch ein Beutel. Palantir? Okay, nicht Palantis. Ja, okay, vielleicht ist Plural Palantis. Kann sein. Hol mich vielleicht mal leck, was war denn das für Ton? So, nur ein Beutel, wie viel brauchen wir noch? Eins noch? Ja, zaubert einfach hin. Scheiß jetzt da hin. Passt schon. Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit, Frau Weasley, das weiß ich. Das weiß ich. Habt ihr übrigens schon mitgekriegt, dass neue Herr der Ringe-Filme geplant sind? Seitens Warner Brothers. Oh, da dürfen wir uns. Da bin ich gespannt, was für Geschlecht und Hautfarbe der Frodo Beutlin dann hat. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Da. Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Ja, dieser Der Bruder, den wollten wir haben. Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Ja, bitteschön. Müssen wir wieder irgendwo mal anfahren, oder? Ja, sicher. Geh weiter. Das geht. Dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Ja, Wahnsinn. Das ist ja Hallo, da spiele ich jetzt lang. Ja. Also ich bin ja unfassbar gespannt, ob es wirklich vielleicht auf die Idee kommen. Jetzt ist ja Herr der Ringe wird jetzt 20 Jahre alt, ob es da mit einem Remake daherkommen. Alter, untersteht's euch. Und ich sag das, was es ist. Ändere den Stil eines Gegenstands, ändere die Farbe eines Gegenstands, ändere die Größe. Oh, man kann da Gegenstände in der Größe verändern. Da habe ich wieder nicht gescheit geschaut. Weil ich wieder 5 andere Sachen. Was haben wir da? Lumos? Nein, das ist der Veränderungszauber. Hä? Ja. Reparo braucht sowieso keine Sau. So, ja, easy. Wir kommen da. Oh. Hey, Tobi, da. Hey, Sie. Brauchst du einen Stuhl? Die steht denn da hin? Mr. Tobi, da. Kriegst du ein kleines Sessel. Oh, weißt, dass du bist. So. Den Stil eines Gegenstands verändern. Nehmen wir mal das. Sie haben geübt. Hoppala, das wollte ich natürlich nicht. Aber ich möchte natürlich die Farbe ändern. Und zwar in. Scheiße, war schon blau? Weiß ich nicht. Ich glaube, er war schon blau, oder? Du machen wir das so. Machen wir so. Schaut ja besser aus. Ja, alles erst einmal in eine Ecke geschissen. Aber das Ding. Das können wir blau machen. Ah, die Frage ist, mag ich es blau haben? Keine Ahnung. Und ändere den Stil eines Gegenstands. Was bedeutet ein Stil? Ist da wahrscheinlich, ja? Machen wir es so. Wieso ist jetzt der rot? Ach, da kann man auch die Farbe. Die haben sich halt wirklich sehr viel Mühe gegeben für sich eine kleine Sache. Das haben Sie gut gemacht. Natürlich habe ich das gut Nun gemacht. sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Da ist Sie so können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Er ist noch nicht fertig. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem Änderungszauber nun bitte auf den Boden oder den Balkon. Alter! Okay, dass das so umfangreich ist, das habe ich nicht können sehen. Kann ich da auch die Farbe ändern?
Dieser Raum könnte etwas mehr Ja, Ambiente komplett aus. vertragen, finden Sie nicht? Die, wärst du so nett? Oh, Sehr das gern, wird- Professor Weasley. Was? Sprich mit Professor Deke. Weasley Ah, hat er Deke ist der einmal Deke, unser diese Hauself Magie ist der gezeigt. Deke, okay. Deke denkt, Ihnen könnte das gefallen. Was kann man gefallen? Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie soweit sind. Ich spreche mit Deke, bin soweit. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes Super, gell? ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Rot. Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre. Natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Ja! Als wäre ich im verbotenen Wald. Ja! Umgeben von Schatten. Ja! Ha, hervorragend. Deke, du bist der beste Mann am Platz! Geheimnisvoll. Aber jetzt passt halt blau überhaupt nicht. Was für eine Dunkel müssen wir Veränderung. es nur machen können. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel Haben über Sie Änderungszauber einfach gelernt. Mühe Danke, gegeben. Professor. Kann man nicht anders sagen? Der Raum ist voller Möglichkeiten. Sicher, ist ja der Raum der Egal Wünsche. wie oft Alles. ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Na. Ist ja damit ist das so schick gemacht. Ich liebe es. Schau's da oben. Angeblich, habe ich heute auch übrigens etwas gelesen. Angeblich, es gibt ja ein Theaterstück, das nach den Herr der Ringe-Filmen erschienen ist, aber nie ein Film draus gemacht worden ist. Ich glaube, es heißt Harry Potter and the Cursed Child. Da geht's. Ich mag jetzt nicht spoilern, aber gut, The Cursed Child, was wird das wohl sein? Ein verfluchtes Kind, entweder vom Harry selber oder halt vom Herrn Voldemort. Und da wird auch jetzt diskutiert, ist noch ob man mehr einen Platz. Film macht mit der Ist das Originalbesetzung. passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Ja, sicher brauche ich mehr Wenn bloß. Sie Schau den mich Raum an. noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Mehr dem Dick gern sagen, dass er nicht Der putzen muss Raum bei mir. gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Was? Super awesome. Das ist allein schon was. Es sind nicht so Sachen, auf das lege ich zum Beispiel nicht so viel Wert, weil mir das wurscht ist. Außer ich verliebe mich halt komplett in ein Spiel. Deswegen war es mir wahrscheinlich nicht ganz egal. Ich habe mich zum Beispiel auch erwischt in Path of Exile, habe ich mich auch mal stundenlang erwischt, weil ich mein Hideout cool ausschauen lasse. Es ist einfach, und das in einem Singleplayer-Spiel, dass sich jemand noch diese Mühe macht, ist eigentlich unfassbar. Aber es wird ja schon diskutiert, ob es einen Multiplayer gibt. Aber gut. So, Tippdarmblätter. Jawohl. So, und jetzt... Ach so, das wächst dann jedes Mal. Das ist ja voll geil. So, kann ich jetzt da was zusammenbrutzeln? Wir haben 50. Machst du mal einen Trank? Brautzeit 14 Sekunden. Das ist eben für ein Singleplayer-Spiel, dass ich mich da jetzt 15 Sekunden hinstellen muss. Und dann kommt da auch so ein Trank raus. Aufheben. Der Mom. Kommt da, Ertrag eine Flasche. Wird man wahrscheinlich auch wieder skillen können irgendwann oder wenn der Tisch geupgradet wird oder wie auch immer, dann kommen da vielleicht mehr raus. Keine Ahnung. Jetzt 5 Diamanten ausgeben, um zu beschleunigen. Ja, das fühlt sich ein bisschen seltsam an. Muss ich sagen. Ja, gut, haben wir uns zwar drin gebraut, haben wir 13 Stück, passt, nehmen wir mit. Was müssen wir denn da? Journal, meine sehr verehrten Damen. Oh, im Schatten der Krypta. Lerne mit Sebastian einen Fluch. Okay. Okay. Flugprüfung, haben wir den nicht schon gemacht? Weiß ich nicht. Gekreuzte Stäbe. Dritte, sprich mit Lucian Pratt. Lerne mit Sebastian einen Fluch. Aber was ist denn da im Schatten der Krypta? Triff dich mit Sebastian. Das ist wahrscheinlich da der Hauptquest. Ich möchte mich sowieso gerne im Stream nur auf die Hauptquests konzentrieren, weil sonst kommen wir ja gar nicht vom Fleck. Das ist ein Wahnsinn. Ich sag das aber auch, wie es ist. Wir werden so lange weiterspielen, bis entweder ich oder ihr keinen Bock mehr habt. Und bei mir schaut es momentan schlecht aus mit keinen Bock haben. Das Problem ist so ein bisschen, wir haben 2 gute Spiele am Start. Nämlich, gehen wir mit da her und dann parken wir uns da hin. Nämlich mit Sons of the Forest habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das wahrscheinlich mehrere 2 Streams hergibt, aber es schaut sehr danach aus. Was das nicht. Ja gut, da kenne ich mich null aus, was das wo geht. Was? Ohne Hauptquest kein Avada. Ja gut, vielleicht mache ich das auch mal offstream. Ich brauche sowieso irgendein Spiel zum Testen ab Freitag oder besser gesagt, wenn er dann eingerichtet ab Samstag. Und ja. So, betrifft uns mit dem Sebastian, wir lernen einen Fluch.
So, Hier drüben. Ja, hier drüben, du, ich bin vor dir gesessen. Was gibt's noch zum Augenverdrehen? Bist du besoffen? Mr. Sallow! Sebastian. Hi. Lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Flugprüfung wollte ich schon offstream Scribner machen. wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Was jetzt Du endlich hast den dein Kopf für mich AMD-Setup hingehalten. kriegt. Ja. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, Deswegen was ist du der gesucht Stream in die letzten Das 2 habe Wochen ich. so oft abgehackt. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. hast? Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Müssen wir uns da wieder einschleichen. Hier lang. Schatten der Krypta, hier lang. Betritt den geheimen Raum. Wo ist der geheime Raum? Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Der ist... So geheim ist er ja dann nicht, wenn du kennst. Naja, ist aber schon sehr obvious. Krypta betreten. Da bin ich aber gespannt, ob da Animation kommt. Oder tatsächlich. Karton. Woher weiß ich, wie die Uhr stehen muss, dass ich da reinkomme? Wissen. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. So, da Wir sind wir haben nun. hier immer Koboldstein gespielt. Was ist denn da schon Mit wieder? meiner Schwester. Online-Fan. Der Zauberpimmel. Sie liebte Der dieses Zug. Spiel. Merci für den Resub. Flo, merci Wie für den gerne Zwickel. würde ich Angeblich noch mal kommt auch ein gegen sie Film von verlieren. Dungeons and Dragons. Hab ich schon Hör gesehen. zu. Ich habe Also, Ominous nee, den Film, aber geschworen, das diesen andere. Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel Hab ich kurz setzen. testen müssen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Aber das Looten? Wir wurden nie erwischt. Tatsächlich. Waldhexerhut. Oh, oh, oh. The time has come. Na, tut mir leid, Kinder, the time has come. Kopfbedeckung. The time has come. Hilft nicht. Warum schauen wir eigentlich immer nur aus wie der Bane? Was ist denn das eigentlich für ein Blödsinn? Tu mir das Ding wegzaubern. Tu mir das wegzaubern. Das ist ein Wahnsinn. So. Schau hier. Super. Wenn das nicht passt zum Biergeil auf dem Grauen, dann weiß ich es auch nicht. Kinder, was ist da wieder? Ich verstehe die Frage nicht. So, was müssen wir jetzt da? Jetzt lernen wir den Fluch. Los! Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Warum spiegelt Oder mein Schal? Kräuterkunde? Das weiß kein Mensch. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Star Die TX Gaunts schon. sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, He-Man. besonders nicht Ominous. Gut Er hat aufpasst, für Steffi, seine gut Familie aufpasst. oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin Ja, ab, Ominis einem der 4 Gaunt Gründer von ist ein Hogwarts. Vorfahre Die vom meisten Voldemort. von ihnen sind besessen vom Wer ist denn der Ominis Blutstatus. Gaunt? Ominous kann sie nicht ausstehen, Ach, von dem wie er er gerade dir gerne erzählt. Okay, bestätigt. bin schon stark. Wie dem auch sei, Danke dir. die Danke an den Rest. Krypta war Schluss der jetzt. perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ah, Ach ja? Zum Beispiel? Den Verboten. Explosionszauber. Was? Die Professoren sagen, der Dieser Fluch? Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Klingt aber ein bisschen gefährlich. Aber ist gleichzeitig ein bisschen lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ist im Prinzip, weiß ich nicht, so tief bin ich dann Es in kann dieser dauern, Wizarding bis man World ein auch nicht Gefühl drin. dafür bekommt. Ist ja jeder Bewege den Zauberstab wie ich. Die wie soll ich Beschwörung sagen? lautet verbotene Zauberschule, ein Also Fluch. gut. Das ist doch die Confringo. Okay, wenn wir wieder neu fahren, dann müssen wir wieder mal, ja, jetzt wird schon wegen schneller, das rote komische Ding. Aber ist immer noch, ja, das dauert langsam, feiert himmelweit. So, schauen wir mal, wie stark das Du der hast wieder es ist. raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Ja, sicher! Konzentriere dich aber auf die Ziele. So, was war das? Das war, glaube ich, Expecto Patronum. Nein, das war's nicht. Warte mal. Was ist das da?
Bombarda. Wie Bombarda? Bombarda haben wir noch nicht. Das brauchen wir, oder? Confringo. Hat das ein bisschen mehr Range wie heißt das gleich wieder? Incendio. Das Incendio macht einen Haufen Schaden, hat aber keine Range nicht. Deswegen hätte ich gerne einen starken Range-Zauber. Hätte ich lieber in meinem Krypta intakt bleibt. Confringo! Versuch's mit diesen Armleuchtern. Was für Beide Armleuchter, sind oder? nützlich. Aber du wirst schnell feststellen, dass... Gut gemacht. Bitte. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Bisschen Du heiß. gewöhnst dich dran. Gut so. Die muss man auch mal Aber angewohnen, ich hab's. dass das Ding automatisch gemacht. zielt. Ja, easy, was möchtest du mehr? Sie nach Sebastian. Haben wir's schon. Ich muss sagen, das hat Das war Spaß einfach. gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Ja, alles ist ein Fluch, was an Gegner schadet. Alle anderen haben Zauber. Okay, na gut. Also alle Angriffszauber sind im Prinzip Flüche. Hab ich nicht gewusst. Dann gibt's aber nur 3 unverzeihliche Flüche. Crucius, Avada Kedavra und was noch? Crucius ist der Folterfluch. Avada Kedavra ist der du bist Todfluch. Weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt die Explosionsding da ins Maul einfliegt, dann ist er wahrscheinlich auch, aber egal. Was ist Imperio? Was tut denn Imperio? Was macht Imperio? Crucio war zur Zeit, wo das Spiel spielt, noch kein unverzeihlicher. Imperio, der Kontrolle. Der Gedankenkontrollen. Ja. Jetzt, was es sagt, weiß es wieder. Das hat uns lange. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Das ist genau die Art von Magie, die Ja, ich mit dem lernen Schund. wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich will mich nicht aufdrängen. Wenn es ihr nicht gut geht, will sie vielleicht keinen Besuch. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Glaub mir. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Na gut. Sag mir wann und wir treffen uns. Wieso Prima. kriege ich denn dann überhaupt die Wahl? Frage ich mich. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist... Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre. Na, mir verzeihen mir nicht alles. Es ist immer nur Slytherin und ich vertraue ihm nicht. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war's auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Ja, Da jetzt sowohl fangen wir das Rookwood Trinzen als an, auch du Ranrock Spacken. hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Ich brauche nicht Bleib üben, ich hier, brauche bloß solange aber einen du willst. Dreierdrucker, du Kasperl. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Weiß ich nicht. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ich traue ihm nicht. Ist mir wurscht, ob das ein guter ist oder nicht. Ich traue ihm nicht, ich traue Gokorn. Grundsätzlich traue ich einfach Gokorn. Aus Ende Pfefferkuchen. Wow, das war ein super Satz. Herr Birger, das haben Sie sehr gut gemacht. Oh Gott, wer ist denn hier? Hallo Was- Sebastian. Oh, oh. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Er ist ein Vorfahre Kräuterkunde? vom Die Stimme Voldemort. kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ich steh's zufällig drauf. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf So Erkundungstour schlecht. und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht. Dragon! Das mit dem Niemand Sebastian, seiner stößt Schwester, zufällig ist auf eine diesen sehr Raum. große, wichtige Sidequest, okay? Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Merci dir. Das Wenn muss du dir nicht 5 Euro irgendjemandem kosten. Ich von wollte- diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Dankeschön. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen.
wenn nötig. Er ist ein richtiges Arschloch, gell? Genau, wie es halt erklärt. Ich sage nichts, versprochen. Drohungen sind unnötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ich hab vom Sebastian gerade was gelernt. Confringo! Hat nicht funktioniert, leider Gottes. Oh, jetzt geht er oben und gibt Zahnschüsse oder was? Verdammt. Oh, plus ein Talentpunkt. Talentpunkte verteilen. Oh mein Gott, jetzt müssen wir theoretisch wieder alle durchschauen. Nein. Zaubersprüche. Schauen wir mal, was wir... Oh, da können wir was machen. Pass mal auf. Was haben wir noch? Gegner in der Nähe eines mit Levioso levitierten Ziels werden ebenfalls levitiert. Warum kann ich das noch nicht? Muss die Pulso wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Was haben wir? Ja. Confringo, Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Ja, easy decision, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube nämlich, dass das ein richtig guter Zauber ist. Nehmen wir! Ein ins Viech! Ist mir wurscht, können wir brauchen. Sebastian! So, jetzt haben wir eigentlich alle Hauptquest-Dinger erfüllt. Jetzt wissen wir nicht so recht, was wir tun müssen. Ja? Professor Sharps Aufgabe. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus und teste sie zeitgleich. Und das ist wieder so passive Dinger. Wahrscheinlich schon, gell? Sprich mit Imelda Reyes auf dem Quidditch-Feld. Sollen wir mal... Was soll man mal? Zauberkombination, sprich mit Lucian Bradley, ich weiß auch nicht. Wir werden jetzt irgendwas machen müssen, wahrscheinlich. Machen wir doch die Flugprüfung. Machen wir mit die Flugprüfung, so schaut's aus. Haben wir noch sauber zwingend Besen geflogen, sagt er. So, wo müssen wir hin? Oh, Nachrichten lesen, nix Neues. So, hat sich schon wieder erledigt mit der Sidequest. Garlics Aufgabe, das ist auch neu. Was? Teste eine Venimosa Tentacula, beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Nix da. Kartenkammer! Bemelde dich bei Professor Fig. Das können wir doch instant machen. Wir fliegen noch früh nur. Jetzt nicht Hose sind, nicht Hose sind, aber wo parken wir uns da hin? Das ist jetzt mal dasselbe Problem so ein bisschen, gell? Da parken wir uns hin. Ab zum Herrn Fig. Hauptquest vorantreiben. So schaut's aus. Müssen wir sowieso irgendwann früher oder später aussehen, dann werden wir schon mal mit dem Besen umeinander düsen. Düsenbesen! Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Wenn mit Frau Garlic natürlich fragt, dass ich nach dem Unterricht mal vorbeischauen soll, dann ist das natürlich, wie soll ich sagen? Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Da kennen Sie schon wieder keiner aus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich letztes Mal da schon umeinander gelaufen bin wie ein Vollidiot. Jetzt halt. Haben wir schon da. Also der kleine Zauberhut ist schon Lulu. Der schaut ein bisschen aus wie der Zauberhut von der Lulu aus LOL. Wisst ihr, dafür müsste der lila sein. So, müssen wir jetzt da wieder... Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ja, sicherlich, Herr Fig. Wir haben jetzt 20 Minuten lang nichts durch Dialoge angeschaut. Das ist Minister Sparvin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich sollte für den fast kopflosen Nick verdorbenen Rinderbraten aus der Küche holen. Fauligen Rinderbraten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Das weiß ich noch. Aber dann gaben wir den Braten Sir Potmore von der Jagd der Kopflosen und... Sie haben die kopflose Jagd getroffen? Das muss wirklich interessant gewesen sein. Und dann musste ich Richard Jackdaws Kopf zwischen Kürbissen finden, damit er mir sagen konnte, wie er gestorben ist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Das war jetzt aber sehr druckene, wie soll ich sagen, hinten neu geschissen. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Das ist einfach, wenn man mir da eine Woche offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Freilich waren wir schon da. Freilich waren wir da schon da.
Ich erinnere mich. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn Und das letzte Mal eine Woche her ist. War die ganze Zeit hier unten. Schauen wir uns die ganze Zeit einen Film, ist eigentlich schon geil. Aber nochmal so eine Quest wie beim letzten Mal war auch cool. Sag dir, was ist. Kämpfen, durchsuchen, schauen, looten und bluten. Nice. Sieht vielversprechend aus. Leg's ein, das Ding. Sogar die kleinen Fußtappen machen, so kleine Spuren. Schön. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Was ist denn mit den Beuteln noch gerade? Da sind normal diese Typen. Wenn du das Flo, nur sehen könntest. brauchst du Erinnerbeeren. Hashtag Southpark. Ja, brauche ich. Wir müssen mal einfach öfter streamen, ich weiß es auch nicht. Ach ja, da waren die anderen drin. Sprich mit dem Porträt von Professor Rackham. Das habe ich schon 100.000 Mal gesagt, ich bin ein absoluter geistig Behinderter, wenn es um so einen Namen von Personen Hallo, geht. Professor Rackham. Und vor allem, wenn da... Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Was? Das ist mein Also, da muss ich- Mentor, Professor Fig. Kann ich mir nicht geht es merken. Ihnen, Professor Wer ist Fig? wer? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Oh ja. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ich muss so ehrlich sein, nur unvollständig. Schauen wir es uns nochmal an, wenn es Ich weiß, passiert. dass ich die Erinnerung gesehen habe. Aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert.
Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst So lange war ich gesehen. schon lange nicht mehr Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt schon wieder so ein bisschen nach einer Open-World-Beschäftigungstherapie. Die Aufgaben sind wahrscheinlich einfach, kennt ihr zur Hauptquest oder wir haben halt immer noch im Tutorial, sag ich das richtig? Nach 10 Stunden Spielzeit, Kruzifix. Der Fazit Junior fragt mich, was ich für ein Mikrofon habe. Ein Shure MV7 USB Mini. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Hä? Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu Bin ich gespannt, mir. was das für eine Aufgabe ist. Wir sehen uns Ich bin dort. so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zu diesem Turm. Sag ich das richtig? Karten kann man abgeschließen. Ja, abgeschließen, richtig. Richtig, gut. Berger, das gute Deutsch. Triff dich mit Professor Fig am Turm. Turm ist 1600 weg. Da werden wir fliegen müssen, meine ich, hä? Kann man da irgendwie durch eine Weltkarte? Waren wir da schon mal irgendwo? Das ist am Arsch der Welt da hinten. Da porten wir uns jetzt. Was ist denn da? Checkt das Grab, eine mysteriöse Höhle. Da waren wir schon. Checkt da müssen wir nicht hin. Da ist das Spinnenversteck. Region nordöstlich von Hogwarts. Da porten wir uns hin. Ja, los geht's! Da! Jetzt gibt's was zum Tun! Gibt's was zum Tun? Hoffe ich zumindest. Es ist ja, die langen Dialoge sind halt einfach auch wirklich erträglich, weil Es wird Zeit, dass Sie Gelatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. ist ja gut jetzt, chill. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Chill. Kommen Sie danach zu mir. Da waren wir schon. Gehen wir wieder zurück aus. Wie steigt man auf den scheiß Besen auf? Schließe den Kampf ab, ohne Megapower-Tränke zu nutzen. Ja. Wir steigen hier auf den Besen! Ja? Revelio. Oh nein, das war Revelio. Oh, hoppala. So, jetzt passen wir auf. Wir steigen mal gleich. Okay, Gänsehautmusi. Wie tut man gleich wieder schnell auf den, nach unten, ja. Ja, die Steuerung am PC ist jetzt nicht die allergeilste auf der ganzen. Oh, da haben Zentauren. Was auch immer die denn? Hoffentlich schießen sie mir nicht runter. Ah, da ist eine Höhle. Oh, ich habe schon irgendwelche Viecher gehört. Hab ich schon gehört. Was ist da unten? Weiß ich nicht. Ah, da haben überall Gegner. Ich sehe es auf der Minimap. Die seht ihr leider nicht, die ist hinter mir. Zweifellos schon lange verlassen. Ah, leck, da gibt's unendlich viel zum tun. Oh, ich bin am Baum geflogen. Entschuldigung. Nein. Wir ignorieren das alles weg. Das wird alles wegignoriert. Alles wird wegignoriert. Lass mich in Ruhe. Wir fliegen da hin, wo wir hin sollen. Das ist ein Wahnsinn! Schiff zum Bremsen. Ah ja. Guter Punkt. Schiff zum Bremsen. Schaut, dass man nicht nach unten schauen kann. Ich darf gern drüber fliegen und nach unten schauen, aber ich kann die Kamera nicht weiter nach unten tun. So, aber sind wir gleich da. Nahtloser Übergang, keine Ladezeiten. Das ist Gegner auf höheren Stufen als du sind schwerer zu besiegen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, wir steigen da wieder ab. Top 3. Also wir steigen nicht ab. Beschleunigen, ein Ausschalten, Control B. B halt. Okay. Okay, B wie Busen. Hier drüben. B wie Busen vom Besen. Ich sage ja immer, Was haben wir da? Reisen Flachling. erweitert den Horizont. Ja, wenn die komischen Portsteiner da mal in einem Maul halten kann, war ich ganz zufrieden. Wir sind nicht allein. Noch mehr Dialoge! Ranrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist.
Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum Sie hier sind. Sie haben Ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Erst einmal ein bisschen umschauen. Das ist nicht gerade ideal. Müssen wir uns Das dort... stimmt wohl. Da kann man uns Hier unsichtbar entlang. machen, oder? Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Sicher. Wir sollten uns lieber nicht... Achtung, Desillusionierung war unsichtbar machen, oder? Das ist Levioso. Mein Gott, wer soll sich denn das merken, wie diese scheiß Zauber ausschauen? Das kann das Desillusionieren. Ah, die haben wir schon drin. Machen wir so. Jetzt weiß ich nicht schlecht, wenn du auch unsichtbar machen hättest, alter Mann. Das war eine Sache. Beeilung. Bin schon da. Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Den habe ich doch gar nicht. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblichen Schaden nehmen. Ja, den habe ich doch gar nicht. Ich habe doch den Petrificus Bums, die Bums, Dingsbums, habe ich ja gar nicht. Ich kann bloß Leute ablenken. Warte mal. Kann das eher vielleicht? Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Den habe ich nicht. Habe ich Petrificus Totalus? Impulso? Sendo? Philipp Blumso? Den habe ich schon. Wie geht der? Expelliarmus, das sind die Feierdinger. Wie geht denn der? Den hast du automatisch, geh einfach nah dran. Ja gut. Schauen wir mal. Ich sehe nichts, was ich irgendwie da kann. Ach so, okay, ich muss... Petrificus Totalus. Okay, bin schon start. Man muss ganz nah. Gut gemacht. Bin schon start. Ach du Scheiße. Patrouillieren die da? Hier muss es etwas geben. Ranrock hat's Singen sie die gegenseitig? Nein, die lösen sie dann auf. Okay. Hier Petrificus Totalus. Sonst sagt uns da keiner. Was ist mit die Hand zu zweit? Das ist natürlich nichts. Untersuche ich die Anwesenheit der Gruppe. Ja, bin schon dabei. Loot nicht vergessen. Nehmen wir natürlich mit, das ist ja klar. Das ist ja klar. Jetzt warten wir, bis er da auf Zeiten geht, sonst ist da, glaube ich... muss es etwas geben. Sonst Ranrock hat's gesagt. ist da, glaube ich, keiner. Easy going! Was tun wir mit denen zwei da hinten? Da gibt es mit Sicherheit irgendwas. Das sind die einzigen zwei, die noch da sind. Sagt Minimap zumindest. Die haben jetzt den einen frieren wir ein, den anderen machen wir fertig. Flawless, Alter. Flawless. Petrificus Totalus. Moment. Expelliarmus! Easy going! Da gibt's garantiert was zum Looten. Was sag ich denn? Aufheben! Befehle. Direkt von Ranrock. Da schau hin. Diesem Befehl nach suchen Sie etwas, das Da mit schau hin. Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Durchsuche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Okay. Was mit den Namen zu tun haben? Welche Namen? Brudi, welche Namen? Ich weiß es nicht. Oh, da bin ich jetzt. Da kriegen wir. Du wirst bluten. Nein, finde ich nicht gut. Oh, Levium, da muss ein gelber Zauber rein. Ich hab schon gesehen, Ich werde... Ganz schlecht. Damit kommst du nicht ab. Expelliarmus! Viele Kobolde waren schon immer feindlich. Easy! Nicht identifiziert. Mega Powertrank. Jawohl. Easy. Gut, dass das vorbei ist. Gibt's da noch was zum Looten? Reingehen. Gibt's da noch was zum Looten? Ja, ich hab's genau gesehen. Da hinten, nein. Überall gibt's Sachen zum Looten. Ja, geht schon. Ich erinnere mich. Das Farbige dürfte der Schilde mit dem Eingang farbigen sein. Zauber zum kaputtmachen. Kann man das kaputtmachen? Ja, kann man kaputtmachen. Best Game ist ever. verschlossen. Das kann man nicht kaputtmachen. Schlechteste Game ever. Bin verwirrt.
Mit er siehst du dann Loot. Ein Entriegelungszauber. Wie Sehr weit geht denn das? praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen können... Es kann kein Zufall sein, dass wir hier auf So, wollen wir Ranrocks noch Anhänger nicht? gestoßen sind. Einsammeln. Truhe. Was ist da drin? Was ist in der Truhe drin? War bloß Gold drin. Revelio. Nein. Ja, das passt schon. Los geht's. Mein Gott, ich freue mich, wenn der neue PC da ist und das Spiel auf Ultra in fucking 5 Millionen Frames läuft. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob es läuft. Ich hoffe. Also, Gandalf! Ich frage mich, wer das ist. Gandalf? Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Verstehe die Frage nicht. Oh, was es gibt. Ja, looten und bluten, Kinder. Machen wir noch Revelio, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Oh, schaut gut aus. So, auf wieder. Durchsuche den Turm. Da sind wir schon unterwegs. Tu dich nicht oben. Da ist ein Kartoffelsack. Nehmen wir mit. Jetzt werden auch die Goldbeträge, die wir finden, werden schon langsam ein wenig her. Was haben wir da? Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Ja, dafür schaut es da aber aus wie bei den Lumpis unterm Sessel. Was haben wir da? So viel, ja, ich muss so viel looten! Hilft uns alles nichts. In Senbakars Turm. Überall liegt Zeit, aber man muss es. Was Schloss auf Stufe? Oh, das müssen wir uns fast merken. Du kriegst wir haben ein Schlossknacken noch nicht mehr auf Stufe 1. Wie lange dauert es, bis du Schlossknacken Stufe 3 hast? Das ist ein Wahnsinn. Was haben wir da? Ein Rack. Oh. Hallo, Professor. Haben wir ihn schon gefunden? Nothing Sie LP! Senbakars Turm? Ja, Kadar, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Das Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Da bin ich jetzt gespannt. Merken Sie sich das Bild. Okay, merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Ranrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren, auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Okay, finde den Eingang zur ersten Prüfung. So, aber ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Okay. Speicher alter Magie. Vielleicht ist der Besen ein Speicher der alten Magie. Wer weiß das schon? Ah ja, da steht eine 100 Jahre alte Tasse Tee. Und ich kann auf F drücken, press F für Tasse Tee. Schmackig. Die ist mit Sicherheit die gute. Haben wir da? Nix. Oh, da blitzt ein wenig ein Lichtglitsch durch. Ist nicht so reich. So. Ah ja, da ist was, da ist was, da ist was. Da ist was. Haben wir schon gefunden. Aber. Jetzt bin ich aber gespannt, was da jetzt gibt. Beginne die Prüfung von Percival Rackham. Bin schon unterwegs, da nehmen wir nicht durch. Haben wir schon dabei. Da. Wieder mal gleich meinen Zauberstab herhalten. Damit nichts passiert. Mal reinpfeffern. Da was los? Revelio. Oh, ja, Revelio. Das da. Was ist das schon? Was ist das schon? Auch nicht fürchterliches. Die erste Prüfung. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das muss aber eine große Instanz sein. Herr Platzgitter, mehr ist hier! Der Arzt sagt zum Patienten, dick sein ist nicht gut für Ihre Gesundheit und Sie sind zu dick. Darauf antwortet der Patient, ich hole mir lieber noch eine zweite Meinung. Okay, dumm sind Sie auch. Hat sich insgeheim eingeschlichen, dass wir jetzt die schlechtesten Witze auf dem Planeten einer donaten. Wann hat sich das eigentlich eingeschlichen? Was ist denn da los? Wulfric, merci dir. Merci übrigens auch an den Rest und habe die Ehre an alle, die vielleicht neu sind. Küsschen aufs Nüsschen. Like nicht vergessen, Abo da lassen, scheiß fucking Glocken aktivieren. Wer es nicht macht, dem Zauber den Pimmel Von anziehen. Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Glaubst nicht? Werden wir dann ja sehen. Sag nicht, oh, da glaube ich gibt es eine Schlägerei. Da schaut es nach Schlägerei aus. Kann ich kaputt machen? Ja, kann ich kaputt machen. Da schaut es nach Schlägerei aus, Kinder!
Schließe die Prüfung Rackham ab. Ja, müssen wir irgendwie da oben können. Ich habe keinen Dunst, wenn wir da oben kommen sollen. Sag ich dir, was ist, aber da geht der Treppen oben. Treppen oben ist vielleicht schon mal nicht die schlecht. Ah ja, okay. Bin ich schon. Beeindruckend. Irgendwas muss okay. passiert sein. Okay. Ich sollte mich umsehen. Aber eine Truhe, nicht identifizierter Gegenstand. Das machen wir dann, wenn wir daheim sind. Und dann hole ich 2, 3 Quests einmal. Brauchen wir nicht wegen jedem Scheiß da anfangen. So, da gibt's eine Kiste. Oh, ein mega Powertrank, den nehmen wir mit auf der anderen Seite. Schön symmetrisch. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Wunderschön. Was haben wir da? Blaue Sonnenschutzbrille. Aber natürlich Quest-Items, nicht Quest-Items, sondern die plus gibt plus 1 auf Verteidigung. Ja, gut. Ist jetzt nicht der Oberwand, da haben wir auch was Neues. Oh, das war sogar epic. Da gibt es irgendeine Möglichkeit, unterwegs Sachen zu identifizieren? Mit so, wie es bei Diablo vielleicht ist, mit Scrolls oder irgendein Scheiß? Wahrscheinlich nicht, gell? So, und was mir schon die ganze Zeit stört ist, ich will den roten. Ja, schauen wir schon besser aus. So. Weiter geht's. Was genauso wie die. Alter, was ist denn das für eine verrückte Scheiße? Was zur Hölle? Ach, das war eine Treppen, die Automat. Alter, hat sich das jetzt seltsam angefühlt. Hä? Egal, bin verwirrt. Da drin schaut es nach Schlägerei aus. Ich weiß genau, was passiert. Das ist nicht gut. Irgendwo muss ich hin. Dort, ja, ich seh schon. Das ist die Magie, die ich entdecke. Erst schauen wir mal, was da los ist. Da muss da was geben, da hören. Da, sag ich doch. Gibt's Kiste. Haben wir da einen mega Powertrank, den können wir halbe brauchen. Wo nimmt man den, glaube ich? Ich glaube auf G, gell? Ja, dann wird's nicht helfen. Eine Untersuchung ins Viech. Die werden dann schon kommen Noch mehr Spuren alter Magie. Ah ja, verstehe schon. Etwas muss sich verändert haben. Etwas muss sich verändern. Ja, da kann man durch das Tor durchgehen. Ich hab schon gesehen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Wahrscheinlich wird es später so schwer, dass ich mich wieder anstehe wie ein Vollidiot. Aber hilft ja nicht. Da irgendwas? Nein. Kistige Kiste, keine kistigen Kisten. Nein. Ja, da steht. Oh, das erwachen die Typen. Der Isaac. Wie sagt's der Easy Mode? Ich stehe da nimmer auf. Tank Trash! Merci für den Euro. Mr. Genius. Sachen verschwinden lassen für Mondstein Schnucki. Ach, scheiß auf Mondstein. So, da rede ich jetzt den ganzen Tag. Wie läuft das? Renne ich da die ganze Zeit umeinander und was ist denn das? Der schaut mir auf alle Fälle Beso. Schaut ein bisschen nach Boss aus. The Boss Area. Machen wir die kaputt machen. Ain't nobody got time für euch, Storner Sitten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, das dachte ich mir. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Oh, sie sind zu dritt. Ja, okay. Confringo! Was wir da gleich dienen? Da machen wir gleich einen kurzen Prozess. Ah, ist schon vorbei. Akio! Confringo! Akio! Easy! Hab ich mir mal hitten lassen? Ja, ein bisschen. Ja, gut. Bruder, das war ein Ming-Wasen aus dem 10., minus 10. Jahrhundert. Ist mir wurscht, da glaube ich liegt noch eine, oder? Ja, das ist jetzt auch gut, das ist eh wurscht. Was ist das? Ja, geil, Hauptsache man kann alles kaputt machen, das ist wichtig. Ah, ja. Kommt mir das bekannt vor. Haben wir schon einmal gehabt. Akio! Akio halten. Ja, ist wichtig. So, jetzt mal so, wo müssen wir überhaupt hin? Wahrscheinlich da oben und gibt's da hinten, da gibt's auch was. Jetzt pass auf, da ziehen wir uns jetzt da. Jetzt warte mal. Da ist ja bloß das, gibt's da oben irgendwas? Ah. Machen wir mal so. Halt, stopp. Ah ja, da wieder. Da hab ich mir schon gedacht, dass man sich da nicht ganz hinziehen lassen darf, aber wir kommen da jetzt weiter. Jetzt warte mal. Nein, Freund, also nicht. Jetzt warte mal. Akio! Wie kann man sich da mitziehen lassen? Wie kann man sich jetzt da mitziehen lassen? Das darf mich jetzt aber ganz stark interessieren. Ich sag da sonst kein Hagel nicht. Da sonst irgendwo Hagel?
Hagel wo? Weiß ich nicht. Sag ich nicht. Bin ich blind? Bin ich wieder Hatte ich stumm? das letzte Mal Accio benutzt? Ja, ich weiß, was man benutzt, aber ich sehe keinen Hagel nicht, wie ich da... Let me think. Revelio. Da ist auch noch eine Kiste. Accio. Da schauen wir schon nochmal hin. Wo kommen denn die Kisten her? Wieso ist denn da Kisten drin? Gibt man da von der anderen Seite rein? Oder? Da vielleicht? Es schaut aus, als wäre das. Diese Plattform sieht aus, als würde sie mich ans Ziel bringen. Ja, ist mir schon klar. Und das Ding da... Oh. Das Ding schaut aus, als könnte man es... Levioso. Revelio. Irgendwie muss man ja da umkommen. Mich würde jetzt einfach nur interessieren, wie vielleicht die Spiel... Da müsste halt noch eins drin sein. Dann kann man uns unterhalten. Dann könnte ich mich von da so umziehen lassen und... Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Naja, gut. Accio. Dann gehen wir mal da um. Und untersuchen wir das einmal. Schauen wir, was passiert. Verändert sich der Raum, wenn ich das Ding triggert, wahrscheinlich, oder? Und kommt dann erst um. Kriege ich das richtig ein? Ja, gut. Ja, haben wir es schon. Das wird kalt, das ist mir wurscht. So. Easy. Das Gold brauchen wir da nicht mehr, aber da erwarte ich mir Großes da drin. Können wir eigentlich auch so machen, glaube ich. Warte mal. Accio. So, bin jetzt gespannt, was da drin ist. Alles muss gelootet werden. Schuluniform. Okay, sag schon, man muss nicht alles looten. Muss nicht sein, kann man machen. Mehr muss man Statuen. nicht. Oh, haben wir noch so ein Ding. Ming-Ding. Oh. Fertig aus, den haben wir gar nicht noch. Accio. Confringo. Filiam. Levioso. Accio. Confringo. Kannst du mir am Arsch lecken, du komischer Riesenritter? Ich bekomme hier nichts geschenkt. Die Dinge müssen wir mal auseinander. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, es macht schon gescheit viel Spaß, kannst du sagen, was du magst. Dungeon Crawling in der Wizarding World. Ich glaube, wie lang haben wir auf das Spiel gewartet? Ich hab nicht gewusst, dass ich eins wollen habe, aber jetzt weiß ich was es ist. So. Levioso. Wie kommt man da auf? Ist die andere, die... Revelio. Warte mal, da ist unten so ein Scheißdreck drin. Was kann ich da? Weiß nicht, vielleicht muss man erstmal rundherum gehen. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Ein Opfer. Jetzt haben wir. Aber was soll ich mit der Plattform? Hab ja sonst nichts zum Einhalten. Revelio. Revelio? Ein bisschen hell. Okay, da kann ich mir die... Biege, du Vollidiot! Da ist der versteckte Ding. Ich hab nicht aufgepasst auf die kleinen Dinger. Da fliegen so kleine Glühwürmchen, Punkte von mir weg, wo ich halt hin muss. Aber was hat mir die Plattform da jetzt geholfen dabei? Einfach nur das Rätsel, dass ich die herziehen muss. Ja, okay. Ja, pst. Aber das passt schon. So, dann geht's da weiter, oder wie? Denke ich schon. Okay, bin schon da. Bin schon da. Und jetzt hat verändert. Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, hab schon verstanden. Und jetzt hat sich der Teil da oben geändert. Ja. Verstehe. Ich verstehe. Jetzt warte mal, kann man das Ding herziehen? Accio. Verstehe noch nicht ganz. Da muss ich von der anderen Seite durchgehen. Psst. Da durchgehen.
Aber dann komme ich da nicht mehr auf, ja? Ja, doch, komme ich schon. Ja, ich verstehe schon. Es ändert sich je nachdem, Was wo hat ich die Magie durchgehe. auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Etwas muss jetzt anders sein. Hab's schon verstanden. Tu dich nicht hinunter, hab's schon verstanden. Akio. Jetzt sind wir Dome. Ja, versteh schon. Oh, da kann man richtig bredelharte Aufgaben draus machen. Das ist ja erst der Anfang. Jetzt gehen wir da nochmal durch. Dann ist nämlich der Übergang wieder da. Ich kann auf der anderen Seite... Ja, mir das Ding wieder herholen. Beziehungsweise mir auf der anderen Seite... Da, okay. Auf der anderen Seite Ich dann muss da überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Ich sag dir nur absolutes Pro-Gaming. Absolutes Pro-Gaming, Kinder. Mehr soll ich doch nicht. Los aus. Dann bleibe ich mit dem Akio hängen und hänge mich selber. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Das mit den Treppen ist wirklich ein wenig dieses seltsames Gefühl. Seltsam. Aber sau cool gemacht einfach. So, kurzer Inventarcheck, nicht, dass wir wirklich was Gutes gekriegt haben. Müssen wir identifizieren, öffnen, Schal haben wir gekriegt. Plus Sim. Der gibt plus Sim. Okay. Da haben wir jetzt nicht lange gemacht. Dann haben wir einen neuen Hut, haben wir auch gekriegt. Der gibt plus 1. Jetzt schauen wir aus wie der Fliegersee. Und der gibt minus 1. Schade. Die Kopfbedeckung ist wichtig. Zauberhut gibst mir. So, und Brühen mag keiner sehen, du ist weg. So, Welten besser. Wenn wir schon dabei sind, du hast den Schal auch gleich noch. Ja, Optik ist alles. Herr Grotze, wenn du deine Cam aufschiebst, singen wir die Map. Das stimmt, aber dann hänge ich mitten im Battle drin. Mach ich auch nicht. Geschissen. Ernsthaft? Bitte ab in den Chat, bitte, please let me. Braucht sie wirklich die Minimap? Ist das wichtig? Glaube ich nicht, oder? Nicht wirklich. Glaube ich nicht, dass das irgendwas zu einer, wie soll ich sagen, zu einer Zuschau-Experience tut. Denke ich, oh, da gibt es schon wieder Schlägerei. Hab schon. Tu den nicht oben. Oh, das sind aber viel. Konflikt, Penjam. Immer Fokus auf einen. Confringo. Expelliarmus. Was war jetzt das? Leviosa. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Und die größte Schwachstelle, bevor das Spiel gekommen ist, habe ich gemeint, das ist das Kampfsystem und es macht Laune ohne Ende. Ich sag das, was es ist. Es spielt sich so geschmeidig. Keine Ahnung. So, was schreibt sie? Es ist nein, passt schon, Map, nein, keine Map, nein. Also ich glaube, den brauchen wir nicht. Schießen auf die Minimap. Ganz ehrlich, nicht, ich schaue ehrlich gesagt auch nicht auf die Minimap. Ich sag das, wie es ist. Schau ich auch nicht viel. Haben wir schon gesehen. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so ein neues Tor. Sehr schön. Sehr schön. Hey Birger, probier's mal ohne Hart, macht's nochmal etwas schöner, finde ich. Knipf wirst schon finden. Kann man das Hart überhaupt ausschalten? Hab ich zum Beispiel auch nicht gemacht. So, wie stellen wir jetzt das da an? Warum kann ich mich da umziehen? Keine Ahnung. Ziehen wir uns einmal da so um. Ah ja, wahrscheinlich das. Sechs schon. Scheiße, jetzt hab ich einen Kacker gemacht. Jetzt, wenn ich da durchspringe, kommt mit Sicherheit der Käse raus. Oder? Accio. Halt, stopp. Kommt mit Sicherheit der Käse. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum wir da durchs Stil durch müssen, aber gut. Ist ja wurscht. Wie schön, dass alles gemacht ist.
Man natürlich schauen Wände und Umgebung stilgemäß immer recht... Oh, da. Oh, 2 Mega-Power-Tränke heißen nichts Gutes. Das heißt Bosskampf. Oh, große Truhe. Oder haben wir es etwa schon? Nein. Nix, nicht schlägern. Oh, ja, ich seh schon. Ja, 7 Mega-Power-Tränke. Ich ahne fürchterliches. Ja, Schlägerei. Oder? Das gefällt mir gar nicht. Expelliarmus Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Es macht so viel Laune, das ist unfassbar. Es macht so viel Laune, das ist unfassbar. Accio! Ach du Scheiße. Confringo! Expelliarmus! Wie weicht man da aus? Oh Gott! Confringo! Expelliarmus! Accio! Visiert es denn? Nicht wirklich. Okay. Confringo! Hab schon verstanden, volle Kanone. Hab schon verstanden, volle Kanone. Gut, ja, Half-Life. Half-Life! Expelliarmus! Holst du schon. Achtung! Ah, was war denn das? Ich brauch die blauen Dinger da. Au! Okay. Schön. Oh Gott, was kann er Neues? Ja, Alter, wieso in dem Haus war er? Expelliarmus! Confringo! Die komischen roten Feierdinger. Okay. Was tue ich da dagegen? Protect! Ja, Alter. Was tue ich da dagegen? Confringo! Auf die kleinen Dinger aufpassen, du Idiot! Auf die kleinen... Ich sag's noch! Expelliarmus! Confringo! Der holt zwei ganz schön viel aus, der Kumpel. Ja, gib ihn! Confringo! Expelliarmus! Achtung, da sagt der Ibers! Soll ich die zwei? Expecto! Kraschwumdum! Na, endlich. Und Doppel-Expecto! Kraschwumdum! Und dann ist es easy, Bitch! So! Biergau 1, Post 0! Bitch! So, haben wir den Namen wieder ausgesagt. Ich krieg jetzt da nichts, krieg da kein Loot und kein gar nichts. Der jetzt, mal der letzte Mingok alleine kaputt, du Spacko. Bringe das Geheimnis der Prüfung in Erfahrung. Da bin ich jetzt aber gespannt. Und ich möchte den fetten Loot. Looten, Kinder. Wir müssen looten. Noch ein Denkarium. Denkarium? Sicher, schau dir das Mützel an. Kann das was? Du kannst das Mützel was. Plus 3 Verteidigung, ja sicher. Und wie wir am Anfang schon gespannt haben, die Werte bringen es. Und zwar sauber. Wobei wir immer schon wieder ziemlich viel Schaden kriegen. Gut, wir machen mal, muss man also, ich habe keinerlei Sidequests gemacht. Es gibt wahrscheinlich nur mehr extra XP. Du findest extra Gegenstände und Scheiß und Klump. Wir rennen einfach durch die Hauptstory durch. Es ist nicht einfach, es ist nicht schwer. Super awesome. Achtung, aufpassen.
Vielleicht müssen wir nächstes Mal im Formboss Expecto Ericon. Aufpassen jetzt! Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Wessen Zustand? Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Entweder bin ich schon wieder komplett lost, oder ist Jedes es Jahr sehr aufs Neue kryptische sehen Schüler in ihren Vorsehen. Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morganach. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Was genau habe ich da jetzt erfahren? Noch eine Erinnerung. Bin ich wieder Und jetzt raus hier. Bin ich wieder zu blöd dazu. Es ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ja schön, Revelio. dass sie bei den Dialoge und Zwischensequenzen so viel Mühe geben, und das Allerbeste ist, dass die deutsche Synchro wirklich gut ist. Also wer sich über die beschwert, Noch mehr kristallisierter Stein. der spielt noch nicht recht lang Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Muss man ausweichen, Druck halten, hast doch geskillt. Hab ich das? Tatsächlich, hab ich. Jetzt, was du sagst, erinnere ich mich auch wieder dran. Es ist jetzt schon eine Woche her, was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr, was am Wochenende war. Und das sprichwörtlich. Und die Orbs hetzt mit dem gleichfarbigen Zauber kaputt. Oh ja, das macht natürlich Sinn. Ah ja, okay. Okay, das macht natürlich Sinn, da hätte ich auch drauf kommen können. Haben wir schon einmal geschaut, glaube ich. Gell? Es gibt 4 Farben. Oder 3. Und es gibt halt 3 Primärfarben. Gelb, lila, rot. Und dementsprechend gibt es Schilde oder halt offensichtlich auch Angriffe, die man kaputt machen kann. Und denen kann man nicht ausweichen. Wobei es mich jetzt interessieren würde, ob ich mit dem ausweichen hätte können. Ich glaube schon. Sag ich dir, was ist, wenn der Orb da einer pfladert, wo ich so... Das würde mich jetzt interessieren. Ich bin mehr so der Ausweicher anstatt der Schilder. Entschuldigung. Die Kartenkammer betreten. War das die Prüfung? Denke schon. Ja, ist cool. Ist das dieses Wutschen? Ja, das ist Speedrun-Wutschen. Und dann ist Speedfappen. Was? Sprich mit Fick und Professor Rackham. Mein Problem ist schon wieder, dass ich schon wieder bisseln muss, wirklich, ans Schuldirndl, weil ich mir schon wieder 1,5 Liter irgendeinen Scheißdreck eingondelt habe. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Lieber noch gondeln, muss man weniger bisseln, habe ich gehört. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Wer ist denn jetzt dies? Ja, ich, Professor Rookwood. Wer ist denn jetzt das? Ich meine, den haben wir am Anfang schon einmal gesehen, diesen Typen, weil die ja alle nur im Raum waren. Aber der heißt ja genauso wie der andere, oder? Habe ich da schon jetzt da. Wir haben sie im Denkarium in Gringotts gesehen. Mit Professor Rackham. Fürwahr.
Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Schmidti, Rackhams warum sieht man Verlies keinen gefunden? Ameisen in der Kirche? Und die Weil's Karte in dem Insekten Medaillon über dem sind. Denkarium Schmidti, entschlüsselt. jetzt hab ich's gesehen. Ich habe etwas Schwebendes über dem Immer aus Denkarium damit die gefunden, schlechten das Witze. ich nicht identifizieren kann. Zuhören jetzt. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Kobolde? Der Ich Schüler sag dir hat jetzt was, Spuren einer während ich lauf, mächtigen geh jetzt schwarzen zu, Magie mäßig zum Pissen, gesehen, weil sonst die fahr ich von wieder in den Tod. Kobolden genutzt wird. Komm gleich wieder. Müssen Er wir und dann sein einfach sagen, was Mentor passiert. Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn, Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Schaust du, wie schnell das Denkarium geht, weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt Werden Sie weiß auch ich noch los? nicht, wo ich anfangen soll. Aber nicht vom Busch. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den 3 Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Ja, jetzt Bevor Sie gehen. Was genau ist jetzt passiert? Werde ich mal meinen eigenen Stream im Nachhinein anschauen, weil ich absolut keine Ahnung habe. Ah, Steffi schreibt, Respekt, dass du eine Woche ohne das Spiel hast. Ich spiele halt nur einige Offstream, spiele ich anderen Company of Heroes 3, wenn ich ein Spiel spiele. Oder hast du noch einen zweiten Chart? Nein, ich zock immer blind. In meinen In-Streams zocke ich nur ganz selten Spiele, die ich vorher schon kenne. Also Singleplayer-Story-Spiele sowieso nicht. Das war ja totaler Schwachsinn. Ich zock, seit ich mir vor 3 Tagen das Game gekauft habe, mit nur noch 3 Stunden Schlaf. Kann ich einigermaßen nachvollziehen. So, jetzt muss ich mit dem Charles Rookwood schmerzen. Der wird mir jetzt schon sagen, um was das geht, oder? Hast du Punika-Flaschen unterm Tisch, dann müsste der ja nicht aufstehen. Hey, übrigens, Aufruf an den Erinnerungssquad. Ihr könnt alles außerstreichen, in Zukunft schreibt's dazu, geh vorher aufs Klo, du Mongo. Okay? Weil irgendwie, oder entweder will ich einfach langsam alt und meine Blase schwach, ich weiß es nicht. So, schauen wir mal, was der Charles Rookwood... Heißt nicht er? Er heißt doch auch Rookwood. Oder? Oder bin ich wieder der Namensdepp? Er heißt doch auch Rookwood. Irgendwas mit P, Pensin, keine Ahnung. Rookwood ist der böse Typ. Mit dem Zylinder. Die Windeln heutzutage sind Ultraschnellwechsel. Namensdepp. Ihr sollt mal sagen, wie er heißt und nicht Namensdepp einschreiben. Was ist mit euch? Auf dem Weg gewesen. Ja, und dann schiebe ich es auf den Hund. Knädel, du Facke! So, Rookwood, verzeih mal Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Da kann ich aufpassen, was ich will. Ich tue mich so hart mit solchen scheiß Namen in solchen Spiele, dass ich einen Vogel kriege. Hab jetzt schon wieder vergessen, wie das heißt. Rackham, Beckham, keine Ahnung. Was schreibt er? Ich wollte immer den Gestank vom Furzen auf den Hund schieben. Hat meine Frau irgendwann nicht mehr geglaubt. Alter, der Knädel kann schorseln. Also mal, vielleicht haben ja neue unter uns. Ich habe 2 Hunde und 3 Katzen. Unser großer Hund heißt Emma und unser kleiner Hund heißt Knädel. Und der Knädel, ich schwöre dir bei Gott, der kann scheißen, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen.
Ich sollte Sirona in den 3 Besen nach... Als hätte er auf die Couch geschissen, obwohl er nicht hingeschissen hat. Vertrauliche Das kannst du... Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Aber jetzt sagt der Chinesensepp. Was ist das? Was? Oh mein Gott im Himmel, was muss ich denn jetzt alles tun? Was dauert da? Oh, Unterrichtsstunde Tierwesen. Was? Benötigt Stufe 13. Ja, da müssen wir zuerst ein paar andere Sachen machen. Ja, Alter, jetzt ist aber hier, die Questlog ist voll. Da müssen wir mal irgendwas machen. Die scheiß Nebenquests sollte ich vielleicht einmal offstream machen. Versprochen, ich werde ein paar Nebenquests offstream machen, wenn der neue PC da ist. Weil das ist das perfekte Spiel dafür, um den PC zu testen. Was der wir jetzt? Finde Lotgog den Dingsbums. Lerne die Pulse von Professor Sharp. Ja, hilft nicht. Dann werden wir irgendwas machen müssen, oder? Dann müssen wir Professor Sharps Aufgabe machen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Wo soll ich den hergehen? Kann ich den selber brauen? Was ist denn das? Wie die große Treppe, der mondbesessene Haus und der Bildung, da muss ich halt Stufe 14 machen. Was bin ich denn überhaupt für eine Stufe? Talente? 11! Ich bin schon wieder sauber 2. Ja gut, dann müssen wir noch... Es ist halt, wir möchten mich verarschen, es ist halt schon wieder 3/4 Kruzifix, was ist das? Es ist Fluch und Segen, wenn wir gute Spiele haben. Fluch und fucking Segen. Na gut. Machen wir die Flugprüfung. Oder? Kapuze ab und Assassin's Creed on. Nein. Wenn dann Kapuze ab und Jünglinge töten on. Mach mal Flugprüfung, Kim. Gib ihm. Haben wir heute schon wieder nicht Besen geflogen? Gib Besen. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ja, bist du jetzt. Gib einen Ruhen. Ich muss jetzt Besen fliegen. Fliegen. Was da hinten müssen wir? Kann ich mich da runterporten? Nein, kann ich nicht. Ja, doch, kann ich schon. Porten wir uns da runter. Los geht's. Es ist eine Flugprüfung. Ich bin gespannt, was wir kriegen bei der Flugprüfung. Weil im Prinzip haben wir ja schon so eine kleine Flugprüfung gemacht. In-game Money? Ja gut, das ist wieder was anderes. Fliegt da mit dem Staubsauger, da ich gern. Da wieder was ist, aber ich hab leider keinen Staubsauger. So, da müssen wir jetzt hinterdüsen. Wir gehen mal gleich wieder auf den Besen und 3. Jawohl, schau hier, haben wir es schon. Shift und Gas. Shift und Gas! Oh, da geht aber schon ein wenig Wind, ein wenig ein Lifterl. Quidditch-Fake. Also ich sag das, es ist Quidditch-Spielen mit dieser Steuerung war absolutes Cancer. Todescancer. So, was ist das? Oh, das schaut gut aus. Hey, du, Gryffindor! Oh, Entschuldigung, bin ein bisschen zweigeflogen. Entschuldigung. Hey, du, Gryffindor! Hey, du, ich melde da! Ich melde mich! Ich wär da! Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Und ich bin der Besenmeister. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klotzing gehört? Wedeln. So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Ja, typischer Slytherin. Ist klar. Serious Freak, als diese Bürger, manche spielen das ganze Jahr das Gleiche und haben Viewer ohne Ende. Wenn's da, dann Kapitänin von Slytherin. Ich darf mich als Variety-Streamer bezeichnen. Alle wissen ich schaue gar nicht so besser aus, sondern ein bisschen aus wie ein Nonne. Störenfriede und mit einem Pimmel am Hirn. taugt. Why not? Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich helfe dir gleich. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Ach, warum nicht? Los geht's! Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ja, Donner! Liches Gnädel, quasi. Ein bisschen schon, ja. Oh, Scheiße, was muss ich tun? Was muss ich überhaupt tun? Ja, da durch die Ringe durchfliegen, das kriege ich hin. Das Ding geht kein Scheiß nicht. Geschafft. Das beschleunigt, hab ich schon verstanden. Ist ein bisschen wie Dragonflight. Zack, zack, zack. Das sagt das aber auch, wie es ist. Das haben wir versammelt. Dann nehmen wir die nächsten mit. Dragonflight fliegt sie aber um einiges schöner. Da hätte man sich was abschauen können. Sag ich dir, wie es ist. Da fliegt sie ein wenig schöner.
Die Steuerung ist so hart zum Kotzen, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie schlecht die Steuerung, aber gut, das hätten wir wirklich, Entschuldigung, aber das hätten wir besser machen können. Ja, geht schon. Oh, da haben wir einen übersehen, das ist ja wurscht, den brauchen wir eh nicht. Ja, Vollgas, Lebergas! Und oben zu. Das ist schon viel besser. Ja, natürlich klappt das schon viel besser, brauchst du mir nicht oben durch. Kriegen wir schon, oh nein, oben zu. Ah, schön. Sehr easy. Easy. Super. Oh, das war nicht so easy. Kriegen wir. Das war nicht so gut. Nein, das war nix. Birger, das war nix, da hast du auslassen. Beschleunigungsbubble. Los geht's. Da nimmst du alle 3 mit. Easy. Obi. Geht schon. Ja, easy. Schau das. Souverän, rein ins Ziel. Easy. Rennzeit, Strafe für verpasste Ringe 0. Was für Ringe verpassen? Entweder ich flieg durch oder ich flieg nicht durch. Sind Sie besoffen oder was? Ja, bitte! Flo! Der Hund vom Opa hat gewusst, dass er stinkt und jedes Mal, wenn ihm was nicht passt hat, hat er einen Koffer hingestellt und ist gegangen. Hunde sind einfach die Besten auf dem Planeten. Ich sag das, was ist. Gleich noch die Katzen. Nein, vor die Du Katzen. hast doch geschummelt. Du bist ein richtig lästiges Rindviech, gell? Es Ein ist noch richtig nicht vorbei. lästiges An nur einem Rindviech Rennen bist kann du. man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Ja, bla bla bla. Das werden wir sehen. Ja, ich will deinen Respekt nicht, du Brunskauer, du Futzengrube. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Ha! Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der besten Liste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für LB Weeks. Bla bla bla, jetzt schau das Langkunst du Rindviech, du Putzengrube. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn mit mir. Kehre zu LB Weeks zurück. Wer sind LB Weeks? Keine Ahnung. Top 3 auf dem Besen. Los geht's. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Wer ist denn der Mr. Weeks eigentlich? Wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwie sagt er mir, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Boah, leck doch, sagt mal, wie viele Truhen und so einen Scheiß das gibt. Okay. Ich hab doch jetzt eine Quest markiert, oder? Der sagt mir doch jetzt, wo ich hinfliegen muss. Wo ist denn das da auf der Karte? Ich hab absolut keinen blassen Dunst, Alter. Hab ich keine, du, ich fliege jetzt da einfach mal hin, werden wir schon sehen. Ist es da oben in dem... Was ist denn da oben? Ist das Hogsmeade? Oder was ist denn das für eine Stadt da oben? Flieg jetzt einmal schneller da, das ist ein Wahnsinn. Fliegt man eigentlich bergab schneller? Nicht ein Teufel, oder? Ach, der Weeks ist der Besentuner. Irrzeit. Ihr wisst es so auswendig, das weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Weil wahrscheinlich, wie ich von der Tür wieder rausgegangen bin, habe ich wahrscheinlich... Aber dann muss ich mich doch... irgendwie, jetzt warte mal, Karte von Hogsmeade. Und dann... Kann man sich doch sicher hin teleportieren, oder? Auftrag verfolgen. Ja, halten wir uns da hier. Gibt's da irgendwie... Brauchen wir jetzt nicht hinfliegen. Steigflug und dann Stuka. Das wäre cool, wenn man unter dem Besenfliegen schießen kann. nach Hogsmeade. Piu, piu. Ich hätte gerne eine Star Wars Mod, wo jeder so ein TIE Fighter Piu Piu macht. So, schauen wir mal, was er hat. Sie sind zurück? Jawohl, bin ich da. Hoffentlich mit neuen Infos. Was für Info? Mr. Weeks, ich habe ja beim Besen den Rekord gebrochen. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Sicher. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein. Ja, das aber stimmt. er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksstrahl hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ich will mehr hören. Auf bald. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich Wann melde kriege mich die bald dann? wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Wann kriege ich das Ding dann? Bald.
Okay. Naja, gut. Flugprüfung ist abgeschlossen. Stimmt, die haben wir ja auch von ihm gekriegt und nicht. Oh, leck, was haben wir denn jetzt? Urtag selber. Können wir jetzt was Tolles machen? Achtung, was ist da wieder los? Herr Siebold! Habe ich die Ehre! Zipfebesenreiter, bin auch wieder da. Das ist die Hauptsache. Jonas, merci für den Zwickel. So, irgendwann Urtagshelm. Jetzt müssen wir bloß noch. Ja, die Pulso müssen wir lernen. Wie lernt man die Pulso? Beschaffe einen Fokustrank, dann machen wir halt das. Wenn wir Fokustrank machen, dann erlernen wir die Pulso und vielleicht kriegen wir ein bisschen XP und wir werden Level 12 und dann können wir eine von den Hauptquests, die in der Hauptquest beinhaltet, machen. Schauen wir mal. Inventar. Haben wir da irgendwas Tolles bekommen? Keine Ahnung. Den Karium-Artefakt. Irgendwelche Buchseiten. Haben wir alles. Schauen wir mal da hin. Ja, Ausrüstung wollte ich schauen. Wir haben auch noch ein paar Sachen zu identifizieren. Ne? Ich mag schon ein paar Quests mal. Nein, machen wir Quests. Der ganze andere Klump kann man sich offstream anschauen. Spektakuläre Neuigkeiten. Ja. Die Besenaufrüstung ist bereit. Was? Also jetzt ist die Besenaufrüstung bereit. Ich bin doch gerade aus der Tür rausgegangen, du Trottel. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ja, Bitchin, was kann das? Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Eine Besenverbesserung für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. 1000 Gold. Wie viel Gold habe ich? 2400. Ja, kaufen. Ja, mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Sicher kaufe ich die. Was ist denn das für Frau? Ich Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Ja, sicher. So, jetzt passen wir an. Dann können wir den ganzen Schund eigentlich auch gleich verkaufen, oder? Alles, was wir nicht brauchen. Weg. Verteidigung minus 19. Die zwei nicht identisch. Oh, das ist sogar ein Legendary-Teil. Alles verkaufen. Alles weg mit dem Schund. Wieder ein bisschen Platz schaffen. Warum nicht? Inventarmanagement ist die halbe Miete. Muss man wissen. Ja, ja klar. So ist ja klar. So. Alles weg mit dem Klump. So, was muss ich jetzt sein? Jetzt passen wir vorbeischauen. Wissen Sie, okay, erklärt er wahrscheinlich Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Ja, sicher! Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Ja, freilich. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Ja, sicher! Ich versuche zu helfen, Mr. Weeks. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Wenn ich einen Besen krieg? Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Aber wenn du billiger kannst, nur du Knicker der Huhn, du Knicker. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Ja. Und dann geht's los. Ja. So, meine Aufgabe. Nein, ich mag jetzt nicht automatisch die Quest an. Ich möchte Professor Sharps Aufgabe. So, Fokustrank. Es gibt doch da irgendwo ein Geschäft, wo man Tränke kaufen kann, oder? Wo war das Tränke-Ding? Oh, ist das vielleicht eine anspruchsvolle Lieferung? Sprich mit Blabel die Pippins Zaubertränke. Da gehen wir hin. Wollen wir das irgendwie markieren? Ja! Easy! So, und da gehen wir hin. Da müssen wir hindrehen sich. Dann auf zum Wegflug. Nix auf zum Rückflug. Ich meine, Achtung, eins möchte ich noch schnell testen. Wie baue ich die Verbesserung in meinem Besen ein? Macht er das automatisch? Ist die Besenverbesserung 1 von 3, nehme ich an. Keine Ahnung. Gut, gehen wir wieder raus. Bitte geh raus. Das muss alles ein wenig schneller gehen. So, ihr geht immer noch eine Taste, um das Menü sofort zu verlassen und nicht erst da. Achtung! Oh, I'm a simple man. I see a Miezi, I press streicheln. Okay? Da. Brave Miez. So, du mir Heiltränke sind unsere Spezialität. Ja, das hast du mir schon mal verzeiht. Heute jetzt dein Maul, Pippin. Kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Nein, Fokustrank brauche ich. Ist das ein Fokustrank? Nein. Ach, das sind Rezepte. Nein, ich möchte direkt dann kaufen. Ich brauche doch die Scheiße sowieso nicht zahlen, das ist sauber blöd. Fokustrank 500, tust du mal her. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ja. Tschüssikowski. Hoppala, das wollte ich nicht. So. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus und teste sie zeitgleich. Okay, das heißt, jetzt nehmen wir erstmal einen Fokustrank. Sag ich das richtig? Zum Anlegen loslassen. Machen wir so. Ist das überhaupt der Fokustrank? Wo steht denn, was das ist? Rezept. Wo steht denn, was das ist? Ah, da unten, Fokustrank. Okay, Tab. Was tut denn der Fokustrank?
Vielleicht hätte ich es erst lesen sollen. Nochmal. Reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche des drin. Ja, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch! Und dann brauchen wir noch Maxima und Edurus. Okay. Kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Maximus, Donnergebräu, Edurus. Habe ich einen sicher nicht? Ich glaube, einen sicher Hobby. Und Mega Power-Trank, Maxima-Trank. Dann kaufen wir auch noch. Eine weise Entscheidung. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, so ein Edurus habe ich gemeint, die haben. Müssen wir doch noch einen kaufen. Wir müssen es zeitgleich testen. Wichtig, dann kaufen wir nochmal schnell. Helft Wie kann ich heute behilflich sein? Ich mag ja kein Geld ausgeben. Bin ein Quicker der Huren, weißt du nicht. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Das heißt, jetzt haben wir uns den und dann haben wir uns den. Wie lange halten die? 20 Sekunden, 20 Sekunden. Was tut das? Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, den haben wir letztes Mal aus Versehen genommen, diese Steinhauttränke und das da. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden. Den kann man brauchen. Den kann man dazwischen mal schnell einhauen in einem Bosskampf oder so. Der schaut nicht. Der Rest ist mir eher wurscht. So wieder, wie es ist. So, 1. Jawohl. Wunderbar. Zaubertränkeunterricht am Tag besuchen. Easy. Bis ein Bürger vom Stuhl runtertreibt. Was treibt mich vom Stuhl runter? Reise in die Wirtschaft rein, da triffst du einen Kobold, das ist Teil von der Hauptquest. Was? Das ist ja gesperrt. Kann ich nicht mehr. Da geht es mit Sicherheit nicht weiter. Da bin ich mir sicher. Wir gehen jetzt zurück aus. Scheiße, was wollen wir machen? Sharps, Dr. Sharps Aufgabe, Zaubertränke im Unterricht besuchen, ja. Aber wo? An das Unterrichtsstunde Tierwesen? Wieso sehe ich? Ach, ist das der Professor? Ah, okay. Ja, gut. Macht Sinn. Ist das nicht da dran? Wahrscheinlich ist das Ding nicht da dran. Warten wir uns da rein. Los geht's! Ja, ich sehe schon. Ich muss da am Wochenende vielleicht einmal, gut, ich muss jetzt mal meinen neuen PC dann einrichten, sofern er läuft und so weiter. Übrigens an alle, voraussichtlich, außer DHL verkackt's wieder um einen Tag oder so, gibt's aus Versehen einen Stream am Freitag, spät Nachmittag, also schon vor 8, nicht erst um 8 Uhr auf die Nacht, weil wie lange werde ich brauchen zum PC zusammenbauen? Mit Stream brauche ich wahrscheinlich doppelt so lange wie normal. Es dauert wahrscheinlich ewig. Und da werden wir einfach mal eine streamen, wenn ich den neuen PC zusammenbaue. Weil, warum nicht? Professor Sharp so einschüchtern. Achtung, Zaubertrankunterricht. Was genau war das jetzt? Sollen wir jetzt die Pulso lernen? Der Zauberspruch ist übrigens eine Voraussetzung für die nächste Quest. Also ich habe schon gesehen, dass ich 12 bin. Auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Gut, kommen wir mit meinen Aufgaben Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Er hat schon harte Snape-Vibes. Massive. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Nicht so unfassbar schwierig aus, muss man ganz ehrlich einmal sagen. Futsch! Ja, sauberer von unten raus, ne? Ja, aus dem Handgelenk und raus wutschen. Jetzt haben Sie es. Was Wenn kann Sie die Pulso? üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an dem... Was kann die Pulso? Das ist dasselbe, das ist ja das Gegenteil von Accio, ist halt davor wursteln, oder? Was kann die Pulso? Ja, wirft nur den Säck hinten. Mag ich eigentlich gar nicht so gern. Ob ich ihn jetzt herziehe oder wegwirf, ist mir eigentlich wurscht. Und hernach, wenn ich ihn wegwirf, habe ich ihn nicht mehr im Target und kann nicht, wie soll ich sagen, und kann nicht richtig fokussen. Gefällt mir gar nicht so gut. So, was wir aber brauchen, wir haben Talentpunkte zum Vergeben, oder? Einen verfügbaren Talentpunkt, da schau hin. Zaubersprüche, da haben wir eigentlich alles. Die Pulso, nein, interessiert mich nicht. Gehen wir zurück. Was haben wir? Haupttalente. Schauen wir, ob wir da was besser machen können. Ein neues Zauberset? Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir da? Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magie. Sogar noch mehr. Nein, interessiert mich eigentlich auch nicht. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von den... Nein, interessiert mich eigentlich auch nicht. Raum der Wünsche? Was haben wir da? Der Erudus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert... Oh, man kann Tränke gizzi. Okay. Nein, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Unsichtbarkeitstrank hält länger an.
Oh, das ist so ein Oh-Shit-Button. Ja, auch nicht schlecht eigentlich. Was können die dunklen Künste? Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Ich habe ja noch gar keine Flüche. Oder? Mit einem Fluch? Wie belege ich den Leib mit einem Fluch? Stupor kommt aus dem Blocken, aus dem Zauberschild raus. Das nehme ich nicht so gern her. Deswegen, Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Easy Decision. Easy Decision. Und Expelliarmus schaut nie. Schaut nie. Entwaffnen, guter Zauber, dermer. So, wie schaut's jetzt aus mit den Aufgaben? Eigentlich müssen wir... Ja! Wie schaut's aus bei euch? Sollen wir mit einer Hauptquest machen? Seht ihr das richtig? Dann möchte ich aber auch was sehen im Chat. So nicht, gell? So nicht. Like da lassen. Los geht's. Was habe ich jetzt da? Auftrag nicht länger auf der Karte finden. So nicht! Muss euch ein paar Likes rausgeiern. Wer übrigens immer noch nicht auf den Like-Button gedrückt hat, müsst jetzt da herum, da fängt es dann langsam am Hirn zum Jucken. Und dann dauert es nicht mehr lang. Ein paar Tage noch. Dann wächst euch auch so ein Schwanz am Hirn wie meiner. Wege nach Hogsmeade. Deswegen ist bei mir auch das rechte Gackerl da so ein bisschen. Von euch aus gesehen das linke Gackerl ein bisschen angeschwollen, weißt du. 1 in den Chat, 11 in den Chat. Der Pimmel juckt. Das ist richtig. Der juckt immer. Musst nicht waschen, der Zigeuner, der Drecker da. Da irgendeine hochdeutsch sprechende Person das jetzt verstehe, weil er sofort gecancelt. Schön, Sie zu sehen. Oh, wir haben wieder bei der Transen zu schneller. Oh, das darf man nicht sagen. Did you just assume my gender? Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Was Ihnen jetzt, nochmal Sir, für die Miss- Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Der Menace schreibt, haha, die Stimme. Ich kann dir genau sagen, warum das Absicht. Das ist eine Transe. Welcome to Wokewards. Freut mich zu hören. Wie können Sie einem Kobold trauen? Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jung wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Das war das schönste Wortspiel des Abends. Die Frau ist transhexuell. Sehr gut. Ignorieren wir es einfach. Ist doch scheißegal, oder? Das sind Sachen, die interessieren mich nicht. Und es fühlt sich, und das darf ich freiweg sagen, es fühlt sich nicht an, als würde es mir mit Zwang unter die Nasen kriegen. Also ist es mir einfach egal. Es ist ein wenig seltsam, gebe ich zu. Es schaut einfach, fühlt sich komisch an, wenn da eine Frau vor mir steht, hat aber eine männliche Stimme. Das passt halt einfach nicht zusammen. Und nein, ich werde niemals sagen, dass das normal ist. Ist es nicht. Weil wenn ich rausgehe und 100 Leute schaue, dann hat nicht eine einzige bei uns eine männliche Stimme, weil es vorher ein Mo war. Ist halt nicht... Das heißt ja deswegen nicht, dass das herabwertend ist. Ja? Aber es ist halt nicht normal. Es ist nicht üblich. Okay? So. Okay. Ich drücke auf Danke. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Werde mal. So. Ich werde nur dann lästig, wenn es mir ins Maul geschoben wird. Ja? Oder wenn mir Dinge unterstellt werden, das interessiert mich doch einen Scheißdreck. Von mir aus lasst euch alle einen Schwanz abschneiden und wer zwei war, ist mir egal. Aber geht's mir nicht damit auf den Sack. Okay? So.
Wunderbar. Suche Lotgog im Wirtshaus Eberkopf. Das kann eigentlich nicht weit sein. Das ist ja da gleich ums Eck, das weiß ich noch. Da waren wir schon mal drin. Oh, ist da Seitengassel? Oh, wie muss ich das gleich wieder machen? Okay. Aha! Sammle Handbuchseiten in Hogsmeade. Aber ja, habe ich mich auch wieder spontan daran erinnert, dass man da so... Also da Hasel. Hat nicht funktioniert. Okay. Muss ich da drüber springen? Muss ich nicht drüber springen. Macht es dir automatisch auf. Hallo, Sehr schön. schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Willkommen am Eberkopf. Setzen Sie, Grüß wo dich, Sie Mann. wollen. Oh, ich habe ein bisschen in dem Wirtshaus-Eck und mit dem komischen Kobold, da habe ich so ein bisschen Hans Solo Star Wars Episode 4 Vibes. Ja, was ein bisschen schon. Lotgog, wer bist du? Was Hallo, machst du? Lotgog. Wo sägst du in die nächsten 10 Sirona Jahren? sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich Lotgog, wollte shot ich mit first. ihm sprechen. Oh, Es geht Selbstspieler, um die Ranrock. übersehen. Gibt es einen Jetzt Rallye-Strafen erinnere und ich lackierte mich. Bremssättel Die beim 3 Besenturner? Besen. Der Tag des Ich hab die übersehen, tut mir leid. Hinter Ihnen Danke ist er dir. also her. Richtig. Und ich muss wissen, was Aufpassen er und jetzt, wir seine haben mitten in Anhänger der Story. vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Ich meine, schau mich an. Schau ich nicht vertrauenswürdig aus. Ich hätte es jetzt in Frage gestellt, wenn ich nur den Ritterhelm aufhätte, aber so? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Sirona! Tja, wenn Sirona auch schon mit Code traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ui. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. How to get cancelled. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein Das kann man lieber heiliges nicht. Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Oh, schon wieder Grüfteln. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Ich werde das Relikt bergen! Na gut. Ein bisschen Ich Action muss beschaffe halt schon das nochmal sein. Relikt, wenn Sie mir dafür Ranrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Aha. Ein Hexengrab. Ich verstehe. Ist wahrscheinlich wieder eine längere Quest. Habt's wieder Glück gehabt? Habt's wieder Glück gehabt? Ich habe ja auch Bock, so ist es nicht. Ist die Frage, wo wir hin müssen. Gehen wir uns da... Das ist ja gar nicht weit weg. Da fliegen wir. Da fliegen wir an mir. Wieso kann ich da nicht auf den Besen? Ist das eine No-Flugzone oder wie sagen das? Kann ich da rausfliegen? Aber wieso kann ich da nicht... Wieso kann ich jetzt da nicht fliegen? Oben über die Brücke um mich. Der ist auch nicht recht. Gibt's ein... Eine Buchseite, ich hab's genau gesehen, wird eingesammelt. Los geht's. Hogsmeade ist Flugverbot. Ja, ich hab schon gespannt, denke ich mir schon. So, dann gehen wir da aussehen. Wunderschön. Ja, ist schon da. Bereit? Gut. Hätten wir jetzt ein Gehchen, das war jetzt nicht so tragisch. Was ist jetzt da? Du gehst lustig. Das gefällt Was mir, wie ist du das für ein gehst. Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotzhelm. Die Oertkotzhelm. Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Oh. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Schutzverbotszone. Kobolden zufügte. Hab ich nicht Kobolde gesehen. glauben, Weifen? dass Merci. der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte Oh, diese Linksgegner. Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Links sind Das nur ist der Gegner, Grund, 6, genau. aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Ist das, bewachen die da das Grab da unten, oder was? Also ihr seht das leider nicht auf der Minimap. Da sehe ich ein paar rote Dreiecke, aber da links unten, ich glaube nicht, dass das zu dieser Quest gehört. Ich vermute nicht. Ja, können wir jetzt mal ein bisschen schneller laufen oder was? Oder gehen wir mit doch da oben? Wo müssen wir nicht? Was ist denn mit dir? Kim, lauf mal ein bisschen schneller. Ein Meter schneller. Können wir ein bisschen Meter machen. Was ist denn das? Ach, das ist wieder so eine Gandalf-Aufgabe, die machen wir schnell. Die machen wir schnell, Entschuldigung, die nehmen wir mit. Wenn wir schon da sind, dann machen wir es. Wenn wir schon mal da sind, dann machen wir. Was wir da wieder tun müssen? Da müssen wir auch wieder irgendwas reinschießen. Ne? Nicht reinschießen. Dann jetzt. Oh! Da hinten noch wen. Also weit kann ich nicht.
Was werden wir da jetzt tun müssen? Da haben so Kristalle drin. Was soll ich da damit? Akio! Akio. Wie Nummer kann man da irgendwas machen? Was haben wir für einen Zauber gekriegt, den wir da. Irgendwas möchte damit da hinten haben Kristalle jetzt. Warte mal. Was kriegen die da? Ja, Mondstein. Was ist das da? Warum blitzt das da so? Wissen wir nicht. Jemand schreibt Tipp Lumos. Also, das ist halt. Da jetzt da in jeden Scheiß durchprobieren, ist halt auch irgendwie seltsam. Lumos. Revelio. Mit diesen hier? Ja. Lumos. Jetzt so ist es verstanden. Verstanden! Sehr intelligente Quest. Da war ich wahrscheinlich, wenn man nicht jemand gesagt hätte, Lumos, war ich wahrscheinlich nicht draufgekommen. Ein herzliches Dankeschön für den Tipp. So, aber wo ist der letzte? Da ist er, der Schwarm. Schwarm! Kommen Sie! Nette Idee. Sehr nette Idee sogar. Haben wir's schon! Lumos aus. Easy. Ja, gut, war nicht so easy. Ich habe 20 Spielstunden gebraucht, das raus. Das glaube ich der Gerd. Wie gesagt, gebe ich ganz ehrlich zu. Mir war es irgendwann zu blöd, weil ich hätte mit sämtliche Zauber da reingeschossen, aber auf Lumos war ich nicht gekommen. Sag ich dir, wie es ist. So, da haben wir was zum Looten gehabt, das weiß ich ganz genau. Revelio. Machen wir da noch Revelio, ob da was drin ist. Nö, aber da ist noch Mondstein gelegen. Den nehmen wir natürlich mit und jetzt geht's weiter. Ja, wir lassen uns natürlich nicht ablenken und ziehen wir es künstlich in die Länge, ist ja klar. Wir ziehen überhaupt nichts künstlich in die Länge, Space super awesome. Problem ist halt, das Spulen von euch wahrscheinlich so viel Leute, die schon durch sind oder meilenweit weiter sind wie ich und haben alles schon gesehen. Ich hoffe dennoch, es gefällt Ihnen einigermaßen, was wir da betreiben. Keine Ahnung. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Haben wir schon da. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Hexengrab, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Bla! Jetzt ist mir alles klar geworden. Bin Pro-Gamer, Ich hab keine hoffe, dass Fragen. unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrendzauber Defindo zu lernen. Defindo? Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ist recht, Herr Schaub, das ist heute nicht mehr. Ich muss jetzt in die Hexenhöhle rein, ich komm gleich wieder. Der Gustelbeat schreibt, schöne Narbe übrigens, Kappa. Weiß nicht, wenn es bis zum Schluss da seid, dann zeige ich euch vielleicht, wie das passiert ist. Sind Leute da, die nicht wissen, wie das passiert ist? Bitte ein Ohren sein, Chat. Zeige es euch noch einer schnell. Wenn es wirklich sein muss. Revelio. Verschlossen. Verschlossen? Ja, aber da haben wir auch schon wieder so. Ja, wir sammeln mal das Zeug rein. Ja. Oh, seltsam. Wenn das jetzt auch so funktioniert, dann ist es einfach Game Design. Game Design vom fucking Feinsten. Trotzdem sau schwierig zum draufkommen. Ja. So wird dir erklärt, wie die Spielmechanik funktioniert und du bist nicht absolut lost. Wie bist denn da drauf dabei? So weit da jetzt nicht draufgekommen. Genauso wie draußen. Super geil! Moment. Wir looten mal alles. Alles wird gelootet. Oh, dicke Kiste, die habe ich fast nicht gesehen da hinten. Haben wir da blaue Lederhandschuhe. Das ist einfach das Beste. Dungeon Crawlen in solchen Spielen ist einfach das Beste! Ich möchte spät, so ein langer Dungeon ist! Oh, Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Da schaut ein bisschen nach Schlägerei aus. Ich muss wohl noch weiter suchen. Wo ist es ein Grab? Ah, da gibt es einen Haufen Zeug zum Looten. Das nehmen wir natürlich alles mit. Weil das sind immer bloß 18 Gold und so ein Scheiß. Das brauchen wir nicht den Scheiß mitnehmen. Lumos. So, Lumos nehmen wir mit. Ich weiß bloß nicht wo.
Ah ja, da muss wahrscheinlich eine. Ja. Confringo! Expelliarmus! Lumos! Ich glaube, ich weiß schon, was für Zauber wirken könnte. Lumos! Nicht. Depulso! Aha! Und deswegen braucht man den Zauber, bevor du die Quest annehmen kannst. Einfach gutes und brauchbares Game Design. I fucking love it. Lumos! I fucking... Oh nein, das wollte ich nicht. Lumos! Das wollte ich. Gehst mit? Ja. Haben wir da sonst noch was drin? Irgendwas zum Looten? Nein. Wohl. Mach die Türe auf! Mach die Türe auf! Oder war Akio auch gegangen, dass es halt dann so aufmacht? Ist ja wurscht. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte man nicht die Pulse braucht. Ich glaube, hier ist noch jemand. Warte mal. Die Bar. Sneak Peek. Untote? Okay. Und Idee, jetzt müssen wir was probieren. Das müssen wir jetzt einfach mal probieren zum Ausfinden. Ob. Haben die für einen Schlaganfall? Gehen die nicht weiter? Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden. Um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Gehen das Sammlungsmenü, um mehr über die Schwachstellen der Gegner zu erfahren. Okay. Ich hab mir gleich sehen, ich bist du total besoffen, oder? Confringo! Legioso! Expelliarmus! Depulso! Ist nicht hartnäckig! Expelliarmus! Zeigt das als Ding, ne? Confringo! Depulso! Legioso! Expelliarmus! Ja, ich sehe schon. Gut, der Expelliarmus als roter Zauber, als Feuerzauber. Hauch der Toten. Was ist denn das wieder? Was Dinger einsammeln? Ich kann mich nur wiederholen, das Spiel ist so gut. Es ist so gut gemacht, einfach. Weiß ich nicht, wie ich es anders sagen soll. Meine sehr geehrten AAA-Hersteller, bitte schneiden Sie sich eine Scheibe an den Entwickler ab. Danke. Danke. Vor allem Bethesda, wenn mit Starfield ums Eck kommt, war ich sehr dankbar, wenn das Spiel einigermaßen funktioniert, weil selbstverständlich spielen wir das, ist ja klar. So, wenn wir schon mal da haben, looten wir natürlich das ganze Klump und greifen rein. Was ist denn jetzt das wieder? Oh, große. Okay, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Nein, das wollten wir nicht. Lumos! Ja, den wir anfliegen. Eine Fliege. Moment einmal. Bitte. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Lumos! Was? Haben da jetzt schon das Wort drin oder nicht, oder was? Depulso! Dummer Bürger, viel dumm. Ich muss mich jetzt erst aufstehen, ist ja klar. Ist ja klar. Kommen wir da auf? Wollten? Ja. Komm mal, haben wir noch schnell genug? Jawohl. Das sind wir. Lumos! Ich weiß bloß nicht, wo das Ding hingehört. Ach, in die Tier gehört es rein. Nur mir passiert. Ja, eine damit. Ah, haben wir es schon. Seht ihr, das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Geht das wieder mit? Ja. Wird nicht anders funktionieren. Entschuldigung, aber ich sage da nur absolutes Pro-Gaming, okay? Herr Florian, die habe ich übersehen, ist genau wie bei AMD. Schön für die Leute. Das ist von mir aus, baut euch den 1000 € Prozessor ein, nein, ist mir doch wurscht. Das ist doch mir wurscht. Jetzt, ich hab mir keinen 1000. Ich hab mir keinen 1000 € Prozessor in meinen neuen PC gebaut, okay? So. Der Schmetterlingflüsterer. Oh, da geht's auf, ich hab's genau gesehen. Was gibt's da? Immer abseits der Wege schauen, Kinder. Gibt's den fetten Loot, glaube ich. Oh, da gibt's aber auch, glaube ich, eine Schlägerei. Oh, da meine ich, gibt's eine Schlägerei. Oh, ja, da gibt's eine Schlägerei. Was ist da? Oh, gibt's da eine Schlägerei? Was ist denn das wieder?
Was muss ich da? Let me. Lumos. Lumos? Die Plattform muss näher heran. Ja, das ist Nur wie? Das ist mir schon klar, da werden wir halt Dings wieder brauchen, oder? Dass du mit das wieder auf. Akio. Was genau passt? Da bin ich jetzt da. LOL. Mehr Dusel als verstanden. Ich muss die Skelette. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ich hab's nicht gewusst. Ich sag das, wie es ist, war pures Dusel. Wenn ich das abblinkt, tust du einmal den Zauber, den du für euren brauchst, auf. Ich werd schon passen. Farbiger, gestreifter Schal. Jetzt haben wir wirklich ein paar, einige sichere Gegenstände gekriegt. Schauen wir mal, ob die besser sind. Plus 6 Offensive. Ja, hau rein. Und ein Schal. Ja, der ist genauso. Na, der Schal gibt auch plus 2. Ja, hau rein. 800% Zusatzdusel. Da hast du absolut recht, Herr Sepp-Spieler. Plus 3 Offensive. Schau hier. Schau hier. Der Flaschler, schreibt er wieder. Aber der Intel verbraucht fast mehr als doppelt so viel Strom. Das ist richtig. Dafür kostet der AMD aber auch doppelt so viel. Und das, was du da sparst, verlierst dann wieder, weißt du nicht. Außerdem verlierst du Lebenszeit, weil eben alle 2 Stunden der Rechner abkackt. Und dann wieder eine Stunde. Was hängt denn da? Zum Treiber suchen. Das wirkt instabil. Das wirkt instabil. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder einen Depulsor raus. Hey, jetzt hätte ich schon wieder gern das dritte Zauberset, damit ich nicht da die ganze Zeit umeinander scheißen muss. Nein, das war's nicht, aber da können wir es ja nicht mehr. Revelio. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Wieso ist jetzt das da oben gefahren? Warum ist jetzt das da oben gefallen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da ist eine Truhe. Nehmen wir mit, da ist ein Haufen Gold drin. Nehmen wir mit, das schaut auch irgendwie verdächtig aus da. Das schaut verdächtig aus da. Tu mir die Video. Ne, sehe ich sonst nichts. Ah, da noch das Gold mitnehmen. Da hinten sind 2 Kisten. Naja, Kisten lassen wir mich nicht liegen, das ist eh klar. Ein bisschen. Ah, mit dem muss man wieder irgendwas da, gell? Let me have a look. Let me have a look. Da kann ich doch einfach aufspringen, oder? Ne? Easy. Kistige Kiste. Himmelblaue Nittenhandschuhe. Plus minus 0. Und nicht besser wie die wir haben. Aber da ist ja auch noch was haben, oder? Da ist auch noch was haben. Aber kann man Kisten verschirmen? Ja, warte mal. Ja. Ich hab so ein bisschen Zelda-Vibes, muss ich sagen. Ja, deine Zauber sind so deine Gegenstände und dann wird der Metroidvania-mäßig, werden da immer mehr Möglichkeiten geben, um dir Wege frei zu dingsen. Ist das vielleicht das Artefakt, hä? Sammlung aktualisiert, Ruinen. Was für Ruinen, Alter? Hä? Okay. Ja, wir haben irgendeine Sammlung aktiviert. Timmy Boy! Birger, ich muss mir jetzt schleichen. Gute Nacht, Nachschau's-Squad! Mit der wir eh nicht mehr lang. Timmy, Bussi aufs Nussi, merci fürs Zuhören. Ich hoffe, sie hatten Spaß. Ich hoffe sehr, sie hatten Spaß. Da, rein in die Olga. Ja, natürlich springen wir wieder einfach blind rein. Da lang darf es gehen. Mittlerweile, weiß ich nicht, ich hoffe, man erkennt vielleicht ein Muster. Immer erst den Nebenweg. Lumos. Machen wir Lumos, dann ist es nicht so finster. Revelio. Warum gehen bei Revelio eigentlich Lumos aus? Das gefällt mir nicht. Hoppala, jetzt bin ich mit der Maus an der Tastatur gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir Impulsor. Wahrscheinlich brauchen wir da aber wieder das da. Machen wir so. Ja. Achso, das war der Weg zurück. Ja, okay, tschüss. Hoppala. Entschuldigung. Backtracking. Na gut. Was haben wir da? Da gibt's was zum Looten. Dunkle Kräuter. Kräutige Kräuter. So, was haben wir da? Tust du mal die erste Ding. Oh, scheiße. Confringo, Expelliarmus. Ja, falsch.
Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Hochblut! Confringo! Expelliarmus! Nein, nicht mehr hoch. Ist es doch nur so einer Zigeuner von euch da? Ja, Tatsache. Confringo! Accio! Levioso! Nicht Accio Levioso. Alter, die Ausweichrolle ist ja nur noch stark. Confringo! Accio! Expelliarmus! Es macht so viel Spaß, Mann. Es macht so viel Spaß. Wie konnte ich nur denken, dass das Kampfsystem vielleicht keinen Spaß nicht macht? Ich glaube, da waren viele von euch da, wie wir uns die Trailer angeschaut haben, da lang bevor es gekommen ist. Und ich immer gesagt habe, ich glaube, das Kampfsystem schaut absolut langweilig aus. So sehr kann man sich täuschen. So sehr kann man sich täuschen. Absolut geil. Da auch noch so ein Ding? Ja. Brauchen wir 2, oder? Damit sich das Teil dreht. Warum klangt da immer 1? Warum klangt da immer 1? Warum klangt da immer 1? Ich meine, ich muss mit dem Ding irgendwo hin. Und an Freier und Co., ich lese euch schon, aber ich ignoriere euch tatsächlich einfach absichtlich, ja. So, jetzt müssen wir wieder... Ich weiß, was wir jetzt tun. Jetzt machen wir so. Ja, dann gehen wir da. Ja, aber wir bringen jetzt... Ja, verstehe schon. Verstehe schon. Das wird ja noch komplizierter. Ja, das wird nicht komplizierter, das wird nur umständlicher. Jetzt gehen wir mal da. Was ist denn da? Gehen wir mal da schnell hinterher, kann man da rundherum aufverkehren. Oh, da haben wir was gefunden. Oh, Epic Handschuhe. Revelio, könnte man da irgendwie außer? Nö. Ah, haben wir wieder sauberes Zeug gefunden. Man muss sich nur umschauen. Haben wir auch noch eine kistige Kiste. Die bringt uns nichts. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Machen wir es so. Lumos. Machen wir es so. Die Frage ist, kann ich mit Lumos springen? Probieren wir es mal. Jawohl. Machen wir es so. So. Wir bringen... Ja, ich weiß schon, wenn wir es aufbringen. Ich weiß schon, wenn wir es aufbringen. Ich hab's schon verstanden. Derzeit nicht. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Machen wir jetzt so. Da haben wir noch was zum Looten. Das nehmen wir natürlich mit. Dann gehen wir da her, schalten wir es aus. Wollte ich gerade sagen, bleiben wahrscheinlich nämlich da hängen. Okay. Das heißt, aber wie bringen wir die dritte auf? Naja, muss ich der Zukunftsbieger drum. Machen wir jetzt so. Schalten wir um. Lumos. Dann machen wir so. Ja. So, wir bringen jetzt aber die dritte. Wir bringen die dritte da auf. Glück, die bist du her, Nick. Oder übersehe ich eine, die abseits von dieser Drahtding da ist? Ja, tatsächlich. Oh Gott, Birger, dreh dich einfach schnell um! Was ist denn mit dir? Geh her. Oh, war ein bisschen buggy. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir jetzt von dem Draht rum die Libelle, Schmetterling, was auch immer, oberkriegen, weil dann können wir sie ja nicht mehr dran, wenn wir so wollen. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Die letzte Ruhestätte der Hexe! Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Da gibt es jetzt gleich noch mal eine Riesenschlägerei, das sagt ich. Oder? Oder? Mal lieber umschalten. Eine tote Erschwinderin.
Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Oh oh. Lodgok wird sich ärgern. Oh, Lodgok wird sich ärgern. Schade. Den sollte ich Lodgok zeigen. Lodgok? Ragnar Lodgok? Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Aber erst gibt's was zum Looten, Kinder. Wenn wir schon da sind, jetzt ist es auch schon wurscht, ob das jetzt 3 Minuten länger dauert oder nicht. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Oh, da ist ein Riesendrum Kisten hinten, die hätte jetzt einfach eiskalt übersehen. Aber das ist immer so ein scheiß Schal. So, was kann das da? Region nördlich von Hogwarts. Verlassen. Es war wieder eine richtig coole kleine Instanz. Kämpfe, Rätsel, nett gemacht, schaut cool aus, war ein bisschen finsterner mit Knochen und Untoten und so. I fucking love it. Kehre zurück zu Lodgok. Da bin ich jetzt gespannt, was der sagt. Das schauen wir uns schon an. Lodgok. Der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Ranrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Was? Ich kümmere mich darum. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Ranrock gut zu stellen. Spielst du privat CSGO? Fragt mich die Erzählinger. Schon lange nicht mehr. Diese elenden Diebe jetzt Da solche wie ich so fuchsteifes narrisch, da so ist es spät ist. Schon lange nicht mehr. Da. Ich hab gehört, wir machen das Lager noch schnell fertig. Entspricht das der Wahrheit? Oh shit. Akio. Ich vergieße immer gern. Oh, da gibt's. Oh, Wolfspelz. Oder Köterpelz, wie sie es liebevoll nennen. Das ist so der gerade noch Nacht auch noch. Fällt mir gar nicht. Ah, Mondstein sammeln wir, das passt schon. Alles, was auf dem Weg irgendwie liegt, nehmen wir mit. Da sind wir schon grob richtig da. Oh, was tut denn da so? Oh mein Gott, was ist denn das? Hau bloß ab mit dem Scheiß. Oh, ich muss. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Weiß ich nicht. Was ist wieder der Spinnencast da? Ja. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Da sind sie. Ach du Scheiße. Erschwinderin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wirst du doch mal rein. Ach du Scheiße. Yes, man, bleeds to your face! Confringo! Okay, noch mehr an! Repulso! Expelliarmus! Waffe weg! Confringo! Expulso! Jetzt kämpfen die anderen auch noch gegen mich! Hallo? Seht ihr den komischen Troll da? Du hast doch Trample reingelassen, oder? Expelliarmus! Expulso! Confringo! Das blockiert Expulso! Du kannst uns nicht retten. Du bist ziemlich leicht. Expulso! Expelliarmus! Confringo! Akio! Jetzt hab ich nicht auf den fetten Idioten aufpassen. Raus da, raus da, raus da. So, jetzt soll's euch alle. Jetzt soll's euch alle loslegen. Schickt! Akio! Confringo! Tod von Expulso! Repulso! Yes! Ist Akio! Confringo! Expelliarmus! Akio! War leider kein Niemand wird glauben, dass ich ganz No-Hit. allein eine Erschwinderin besiegt habe. War leider kein No-Hit-Run, aber fast. Es gelangt. Ah, ich hab da nur absolutes Pro-Gaming gesehen, was anderes möchte ich nicht hören. Was ist dieser Hacke? Was können wir machen? Achso, ja, das kann man aktivieren und dann Hacke zu ist. Okay. So. Revelio. Revelio. Gibt's da was zum Looten? Habe ich's mir doch gedacht. Habe ich's mir doch gedacht. Sammlung aktualisiert. Zerstörung 1, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Da hinten liegt was. Da liegt was. Was ist das? Trollpopel. Okay, warum nicht?
So, hole den Helm. Bin ich da überhaupt richtig gewesen? Ich weiß es nicht. Da ist da, auf der Minimap ist da irgendwas. Kann ich da irgendwas Tolles da? Ich check's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin ja komplett falsch. Weiß der Teufel, wo ich da umeinander gerannt bin. Ich bin komplett in das falsche Lager eingegangen. Ich sag das jetzt aber auch, wie es ist. Das ist mir scheißegal. Das Lager ist unseres. Das looten wir jetzt noch schnell ein. So sieht's aus. Kann ich das auch nicht. Revelio, da ist doch mit Sicherheit was zum Looten, das sag ich doch. War totaler Fall. Das war es. Da ist der Helm! Hä? Jetzt sagt's gar nicht. Ach du Scheiße. Versuch es mir nicht an. Ich gucke zu, wie Ach du das Scheiße. Akio. Ah, der hat mir gar nicht lange benannt mit dir missbritschen, das sagt er ich. Akio. Confringo. Wo gehst her? Und weg mit dir. Impulso und Experiamus. Und dann gehst du wieder her. Und dann schmeiß ich dir irgendwas ins Gesicht. Und dann mach ich dich fertig. Zack, das Bündchen. Easy peasy fucking lemon. Eigentlich kann man auf Schwein spielen. Eigentlich sollte man auf Schwein, aber muss ja auch nicht sein. Man muss es ja auch nicht mit Gewalt versauen. Hey, Stufe 13! Bring den Helm zu Lotgok. Das ist der immer noch. Kinder, das ist der immer noch. Hoppala, nein, wir tun da, auf 3 und los geht's. Halt! Stopp! Da ist eine Höhle. What? Nein, das ist gar keine Höhle, das ist ein Wasserfall gewesen. Okay. Da, ab nach Hause, gegen einen Baum geflogen, los geht's. Verdammt, das Spey ist so gut. Mir taugt's ganz anders. Mir taugt's wirklich ganz anders. Mysteriös und beunruhigend. Halt, stopp. Was soll ich tun? Die So, das schauen wir Abschwinderinnen uns sind den noch. Helm los. Sag mal, spielst du auf Easy? Nein, ich spiele auf normal. Ranrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel Ich bin aber heller, nur als zu ich brutal. geahnt hatte. Mir glaubt so, wie bloß Die klar. Gravur, die So Konturen ist- des Profils. Unglaublich. Oh, er strahlt noch viel heller. Er ist fantastisch. Er ist fantastisch, Lord Gok. Pro-Gamer heute. Ich verstehe die warum Frage Sie ihn hinten und vorne zurückwollen. nicht. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Ranrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Hier mit einem 24-Stunden-Stream. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ja, sicher. Weißt du, was mich noch interessiert hat? Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Was mich noch interessiert hat, man hat ja diese Map-Marker überall auf der Map logischerweise verteilt. Jetzt was mir aufgehört von Hogsmeade. Wo bin denn da ich? Ja, da. Und da ist jetzt der Marker, den sagt man jetzt ja gerade nicht, da ist der Marker von Sammlerhöhle. Und da steht dabei, die darf ich halt gern ausblenden können. Das war, damit ich weiß, da war ich schon und damit ich später nicht, da eine von Spinnen bewohnte Höhle. War ich da schon? Weiß ich nicht. Prüfung Merlins. Ach, da ist ein Hackerl dran. Da ist jetzt ein Hackerl dran. Bei kleines Banditenlager. Warum ist jetzt kein Hackerl nicht bei der Sammlerhöhle dran? Hab aber die Truhe von der Truhe. Truhe. Vielleicht ist das mal, wenn ich mal nein lot, weißt du schon. Vielleicht ist da ein Hackerl dort. Es darf mich schwer wundern, wenn das nicht markiert ist, wo ich schon war. Naja, gut. Ja, das wollte man nicht. Das wollte man. Dann wollte man das. Wir haben übrigens auch kein einziges Mal gespeichert. Aber gut. Wird gespeichert. Bronze of the Sun! Weißt du, was ich dir sag? Ich glaube, das war ein richtig schöner Stream. Immer wenn ich Spaß habe, habt ihr nämlich meistens auch Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, bevor jetzt wieder alle abhauen, Like nicht vergessen auf YouTube. Twitch geht gefälligst auf YouTube, lasst ein Like da. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, etc. etc. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Nur bei den Lager, das ist schade. Dann muss ich da jetzt mit dem Mauszeiger drüber gehen und nachschauen, ob ich da schon war oder ob ich die Truhe schon habe. Da hätte man ein Hackerl hinmachen können, wenn man die Ende des Dungeons-Truhe lootet. Ja, jetzt muss ich aber da schnell... Hoppala, muss ich da noch schnell das Spät machen. Dann unterhalten wir uns natürlich noch 5 Minuten, wie wir das alle werden.
Und ja. So, das Einzige, wo wir mir am nettesten an einen 24-Stunden-Stream hinkommen werden, oder zumindest an einen 12-Stunden-Stream oder mal einen 8-Stunden-Stream oder irgend sowas in diese Richtung, ist, wenn morgen in 3 Monaten Diablo 4 kommt. Da, Dragoncry, merci dir. Ich bin mittlerweile auch hauptstorymäßig mit Hogwarts Legacy durch und hatte Angst, dass sich die Story am Ende träge zieht, aber ich wurde sehr positiv überrascht. Richtig geil und episch in den letzten Kapiteln. Okay. Bin ich gespannt. Ich fürchte halt, ich weiß nicht, ob wir es im Stream sehen werden. Es wird halt ewig dauern. Da müssen wir einfach dann einmal an einem Wochenende den Stream einhauen, damit wir irgendwie vorwärts kommen oder was weiß ich. Mich interessiert es ja auch, es macht unfassbar viel Spaß. Und ich müsste halt ein bisschen Offstream auch mal, ich hab ja auch Bock drauf, die Nebenquests machen. Die haben jetzt, glaube ich, eher so. Die haben einfach, die ziehen sie, glaube ich, schon. Das haben nicht dennoch immer noch so ein bisschen Beschäftigungsmaßnahme und nicht so geil zum Zuschauen. Beim ersten Mal vielleicht ja, aber dann beim zweiten, dritten Mal ist es, ja, jetzt, Alter, Story, gib Story. Und die ist wirklich bis jetzt, gut, Face Story haben wir noch nicht, aber die Quests sind cool, die Dungeons sind cool, Bossfights sind cool, Fights sind im Allgemeinen cool, durch die Dungeons durchcrawlen, Rätseln und so weiter, alles super cool gemacht. Schauen wir mal, wie lange dass wir Bock drauf haben und wie lange ihr Bock drauf habt. So, ich krieg gleich mehrere Fragen zu Diablo 4. Der Zapata schreibt, probierst du die Diablo 4 Beta? Nein, ganz gezielt nicht. Erstens, weil ich bloß ein unfertiges Spiel geschissen kriege. Das ist niemals die Endversion. Das ist auch keine Beta, sondern eine Promo-Beta. Da geht es bloß darum, nochmal ein paar Mal das Spiel öfter zu kaufen, zu verkaufen für Vorbesteller. Was gleich ein Kype96 seine Frage beantwortet. Diablo 4 vorbestellt? Nein. Werde ich noch machen, ja, damit ich es am 2. Juni spielen kann. Wenn ich kein Streamer wäre, darf ich es niemals tun. Und darf mir da einfach warten, bis es rauskommt, einen Tag schauen, kann es was und dann darf ich es kaufen. Da ich ja aber streame vor 1000 Leute und mehr und ich hoffe, nicht, ich nehme an, das war ein bisschen zu viel, ich hoffe, im Juni sind wir das immer noch so viel und habe ich schon mal angekündigt, vielleicht kriegt ja nicht jeden Streamer, jeder mit. Da werde ich mir Urlaub nehmen und dann geht am Freitag, am 2. Juni, glaube ich, geht Diablo los. Dann werde ich den Stream einschalten und werden wir so lange streamen, bis ich nicht mehr mag. Ja, da gibt es keinen von 8 bis 10 oder 11, sondern geht los, bis ich nicht mehr mag. Dann gehe ich ins Bett, schlafe. Am nächsten Tag stehe ich auf, hole mir eine Tasse Kaffee, rauche eine und dann schalte ich den Stream wieder an. Und dann werden wir weiterspielen. Wir werden uns Videos dazu anschauen. Wir werden uns Guides dazu anschauen. Wir werden das Spiel atmen. Und zwar am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch. Okay? Voraussetzung, das Spiel ist gut. Wenn ich am 2. Tag feststelle, Alter, das Spiel läuft nicht gescheit, das ist absolute Rotze, dann hören wir auf. Das ist auch klar. Ja? Also, wenn es gut ist, ziehen wir durch. Ja, das Ganze bis Mittwoch und dann ist auch hier Urlaub, da ist mein Jahresurlaub im Prinzip, weil ich da fortfliege. Wie letztes Jahr auch. Das heißt, ich werde da einen Stream ausschalten und 2 Stunden später fahre ich am Flughafen und wahrscheinlich fliegen wir diesmal nach Italien. Ganz in den Süden. Puh, dann brauche ich Urlaub zum Stream schauen. Das ist auch was, gleich mal als Vorwarnung. Das ist dann nicht so wie in den kleinen, kompakten Montags- und Mittwochstreams, da wo ich bloß in Anführungsstrichen 2 Stunden, 2,5 Stunden, mal 3 Stunden da bin, sondern da bin ich halt dann wirklich einfach nach 4, 5, 6, 7 Stunden da und dann werden wir mir, ich meine, Diablo ist Diablo, das ist sehr viel repetitives Gameplay und dann werden wir mir einfach mal reinsuchten. Da wird nicht umeinander geblödelt, da wird ernsthaftes Spiel gespielt. Einen Plan werde ich mir dann zurechtrichten, wenn das ein bisschen näher rückt, ja, das sind ja nur 3 Monate hin, was wir genau deren, ja, Story durchsuchten und dann werden wir mal schauen, wie schaut das Endgame überhaupt aus, was der wir, machen wir eventuell Community-Zock. Ich glaube, man kann Gilden gründen, werden wir auf alle Fälle machen, ist egal, es darf jeder mitspielen, der will, aber mithalten muss er. Und ja, we will see. We will see. Ich kann noch keine Uhrzeit nicht sagen. Also der Stream geht eine Stunde los, bevor Diablo 4 losgeht. Normalerweise ist Release so um 6 Uhr auf die Nacht, auch mit den Seasons. Wenn es schon um 12 Uhr in der Nacht losgeht, am Freitag, was ich nicht glaube, ich glaube eher, dass es wahrscheinlich um 6 Uhr losgeht. Weiß man alles noch nicht. Alles Mutmaßungen, da brauche ich jetzt gar nicht labern eigentlich, weil wir es sowieso nicht sagen können.
Der Storner schreibt, was glaubst du? Wird Diablo 4 richtig krass neu mit neuem Wow-Effekt oder wird es eher wieder so, dass man sich denkt, ja, irgendwie nichts Neues mehr? Bisschen was von beiden. Ich glaube, so haben wir Diablo noch nie gesehen. Wer aber viel Path of Exile gespielt hat, wird mit Sicherheit die eine oder andere, vor allem Endgame-Mechanik, erkennen, da bin ich mir sicher. Im Prinzip ist Diablo nie was Neues. In Diablo rennst du umeinander und haust Horden von Viecher zu Brei. Und das 12 Stunden am Stück. It is what it is. Und das, was die treibt, ist die Looterei und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie das Rad neu erfinden. Aber es ist einfach nein. Grafik muss man ihnen lassen, alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Grafik, Umgebung, Artstyle, 11 von 10. Ohne mich versuchen, hypen zu lassen. Schaut richtig geil aus, schaut finster aus, schaut gory aus, schaut einfach gut aus. Und wenn sie das Diablo immer noch so spielt wie die alten Blizzard-Spiele, wie WoW, wie die alten Diablos, wie StarCraft, wie WoW. Warum ist WoW so erfolgreich? Ich bin immer nur der Meinung, weil sie nix so butterweich sauber spielt wie WoW. Warum ist StarCraft 2 und StarCraft im Allgemeinen das beliebteste Competitive RTS, das es gibt? Weil es sich so butterweich spielt und weil es einfach balanced ist. Warum? Was haben wir noch? Warum war Warcraft 3, die Engine und alles, es spielt sich butterweich und ich hoffe, das tut Diablo 4 auch. Und das ist der große Nachteil, den Path of Exile zum Beispiel hat. Das tut das nämlich nicht. Und ich glaube, Leute, die fake nur Diablo gespielt haben, vor allem Diablo 3, da merkt man halt einfach den Spielfluss, auch wenn viele das Spiel nicht wollen. Im Diablo-Universum ist zu bunt, aber man immer denkt, scheiß der Hund drauf, Hauptsache reinpimmeln. Und Path of Exile gespielt haben, die wissen, was ich meine. Es spielt sie einfach nicht so flüssig und ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das merkst du nur, wenn du mindestens 100 Stunden Diablo gespielt hast und mindestens 100 Stunden Path of Exile. Dann weißt du, was ich meine. Aber das ist ein Unterschied für die Hardcore-Leute. Die Hardcore-Leute ist dann aber auch wieder wurscht, weil die spielen Path of Exile genauso. Die Komplexität in Path of Exile ist sauber krass. Da will Diablo 4 wahrscheinlich auch gar nicht hin. Ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ja, ich bin gespannt. Ich kann es da nicht sagen. Aber es macht mit Sicherheit vieles neu. Aber es wird nicht, boah, leck, das ist das krasseste Spiel, das ich jemals gesehen habe. Bin ich mir sicher. Aber ich habe komischerweise ein gutes Gefühl, dass es gut wird. Nur Angst vorm Endgame. Da habe ich einfach Angst, dass das einfach nicht fertig ist und dass es da nicht viel zum Tor gibt. Nicht viel verschiedene Dinge zum Tor gibt. Sagen wir es so. Ja. Ich selbst habe über 1000 Stunden in Diablo 3. Ja, die habe ich auch leicht. Leicht. Also in Diablo 3 habe ich es leicht. In Path of Exile habe ich nicht so viel. Da habe ich 400 oder 500 Stunden Spielzeit. Habe ich nicht ganz so viel gespielt. Sagen wir es so. Ich glaube, das neueste Diablo ist, dass es keine Akte mehr gibt, so wie wir die kennen. Habe ich erst gestern ein Video gesehen. Soll es schon geben. Es soll Akte geben, aber die haben halt aufgeteilt in der Open World. Die handcrafted ist. Also die ist nicht so prozedural generiert, wie das die Dungeons in Diablo immer schon waren und eigentlich auch die äußeren Gebiete in Diablo immer waren, sondern die ist handcrafted, also das heißt, da hat sich ein Entwickler hingesetzt und hat gesagt, das schaut jetzt so aus und zwar für alle und nicht random, aber jede Instanz und jeder Dungeon und so weiter ist halt zufallsgeneriert und ja. Dann gibt's wieder Homophob Level 2 Millionen. Was? Wie kommt man von Diablo auf Homophob? Oder auf über was unterhält es nicht eigentlich? Path of Exile kommt doch auch noch als 2er raus heuer. Also ich wüsste nichts von einem Release-Termin von Path of Exile 2. Wüsste ich nichts. Stimmt, Diablo und WoW spielen sich wirklich butterweich. Das ist, man kann das Spiel mengen oder eben nicht, aber kein MMO kommt von der Spielqualität an WoW ran. Nichts und nicht zur Gaudi ist WoW immer noch fast wahrscheinlich. Es gibt ein paar andere Final Fantasy 14, glaube ich, keine Ahnung. Macht ein bisschen Konkurrenz und so, aber das schaut nicht. Man hat ja gesehen, was dabei rauskommt, wenn auf einmal ein Konkurrent da ist. Dann kommt Dragonflight und das war das beste Add-on seit keine Ahnung, seit Legion.
WoW hat nächstes Jahr 20-Jähriges. Da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Erfahren wir noch, welcher Gentleman dir diese wunderschöne Narbe verpasst hat. Oh, das ist eine richtig gute Frage. Warte mal, da muss ich schnell nachschauen. Ich habe das leider Gottes nimmer also da, aber ich werde mal noch. Wer weiß nicht, wo die Narbe herkommt? Da muss ich jetzt einfach schnell schauen. Fuck, wo hab ich die Dinge? Ich hab meinen PC schon leer gerammt. Ja, meine Festplatten sind leer und die haben alle irgendwo hin verschoben und jetzt weiß ich auf die Schnelle nicht wohin. Ich werde es aber suchen. Aber nur wenn es brav seid. Nur wenn ihr brav seid. Also, BG Music, nein, das ist nicht. Podcast, Videos, Stream, Hogwarts. Oh, Alter. So, Freunde der Sonne. Ich hoffe, dass der Ton funktioniert auf Anhieb. Ich habe jetzt das einfach schnell eingeschissen. Falls ihr euch seit Anbeginn der Zeit fragt, wo das da herkommt, dann soll jetzt euch das mal anschauen. Wird nicht langweilig. Es soll eigentlich das Intro in jedem Hogwarts-Stream sein. Für das habe ich es gemacht eigentlich. Und ich hoffe, es war wieder mal jemand da, der das noch nicht gesehen hat. Und ich hoffe, die es schon ein paar Mal gesehen hat, es nervt euch nicht. So. So, Freunde der Sonne, jetzt ist 10 vor 11, wir haben schon wieder maßlos überzogen, das ist ein Wahnsinn. Friends of the Zauberstab, nochmal. Voraussichtlich Freitag kommt der extra Stream, wo man dabei mein neuer PC zusammen. Ich hoffe, das funktioniert über den Laptop dann zu streamen, weil ich den da auseinanderbauen muss vorher. Teilweise zumindest. So. Eine in Discord, da mache ich dann eine Ankündigung, ist eh klar. Stream kündige ich dann auch an, kommt dann auf YouTube und auf Twitch und überhaupt sowieso. Da werden wir uns in Ruhe und Gelassenheit daher hocken oder hinstellen, besser gesagt, einen neuen PC zusammenbauen. Voraussichtlich Freitag. Sollten die Teile aus welchen Gründen auch immer alle morgen schon da sein, machen wir den Stream morgen. Sollten es, wenn DHL wieder umeinander schläft und mir da irgendeine Scheiße verzeiht im Versandstatus, dann ist es halt erst am Samstag. Nein, Schluss jetzt. Herr Bauer, hey Birger, ich habe eine Frage, was bekomme ich nächsten Monat? Dann habe ich meine 36 Monate. Bussi aufs Bauchi. Da kriegst du ein Bussi aufs Bauchi, kriegst dann zurück. Herr Bauer, 35 Monate haben wirklich... Ich weiß nicht, was mit manchen los ist. Bussi aufs Nussi, merci dir. Dass ich mich auch fragt, und Uhrzeit, spät Nachmittag. Also nicht erst ich werde nicht erst um 8 Uhr anfangen, ich sage mal, spätestens um 6 Uhr, frühestens um 4 Uhr. Irgendwann zwischen 4 Uhr und 6 Uhr Nachmittag werde ich anfangen. Wahrscheinlich erst 6 Uhr. Oder je nachdem, wie ich fertig bin, ich muss einen Haufen Scheiß vorbereiten, es muss dann alles bereitlegen, ich darf nichts vergessen und so weiter und so fort. Herr Keib, wie viel RGB der neue PC hat, das 6 dann am morgen, Freitag oder am Samstag, je nachdem. Herr Baumgartner, grüß euch, dezent spät dran. Ganz dezent. Merci für deine Mitgliedschaft, sagen wir es also. Baust du deine PCs immer selber zusammen? Ist das preismäßig wert? Normalerweise habe ich ich nenne jetzt einfach mal meinen persönlichen Berater.
Es ist nicht so, dass ich vom PC-Hardware und Zusammenbauen und so weiter absolut null Ahnung habe, aber halt nicht viel. Ich mache das alle 4 Jahre einmal und dann ist es vorbei. Darum habe ich dann normalerweise jemanden, der mir erst einmal bei der Wahl der Teile hilft. Und dann habe ich normalerweise jemanden, der mir beim Zusammenbauen zumindest über die Schulter schaut. Das habe ich dieses Mal nicht. Darum werde ich geistig sehr oft durchgehen, was ich zum Tor habe, ohne dass ich den scheiß PC kaputt mache. Aber ansonsten, ja, ich kaufe mir immer Einzelteile, nie Fertig-PCs. Nie. Du wärst einfach nicht, wie soll ich sagen, für das, was ich da mache, gibt es keinen fertig zusammengebauten PC. So wie in Homeway. Den gibt es halt einfach nicht. Und wenn, dann kostet er immer mehr wie Einzelteile. Das ist halt einfach so. Wenn man weiß, was man tut, darf ich nicht mehr selber zusammenbauen. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann darf ich mal jemanden holen, das weiß. Oder ansonsten wird es halt schwer. Und natürlich spart man sich ja Geld. Das ist halt einfach, da musst du halt einfach nachschauen. Manchmal, du hast dann schon manchmal Fertig-PCs, da haben gute Teile drin, aber dann ist halt zum Beispiel, was weiß ich, dann wird dann irgendeine Komponente gespart, die du hoffentlich von Verkäufersicht übersetzt. Was weiß ich, hast du irgendeinen Chernobyl-Arbeitsspeicher drin oder irgendeinen Chernobyl-Prozessor, aber eine fette Grafikkarten. Die ganz als erstes im Text steht, hast du 4090er drin, aber dann hast du einen i3 mit 9. Generation drin. Oder irgendein Schrott, das ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Storni LP weiß nicht, was er seit 25 Jahren hat. Ja, und ich seit 26 plus. So! Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt ist hat ein Haufen Leute auf sich geschwappt. Vielen Dank für die ganzen Donations heute. Wieder mal. Vielen Dank an alle neuen Mitglieder. Special vielen Dank an alle alten Mitglieder. Und ein ultra vielen Dank für so Leute, die 26 Monate, 35 Monate und 40 Monate plus dabei sind. Das ist wirklich absoluter Irrsinn. Ich hoffe, ihr habt's. Ich habe übrigens herausgefunden, für was man Shorts benutzen kann. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist, ich werde es eiskalt tun, einfach drauf geschissen. Und zwar, wenn sie im Stream einfach lustige Dinge ergeben, werde ich da einfach ein Kurzvideo draus machen und das bei YouTube aufladen. Ob das ausgeliefert wird oder nicht, ist mir scheißegal, das ist ja keine Arbeit nicht. Sagen wir uns ehrlich, das ist zusammengeschnitten auf 10 Minuten, aufgeladen, fertig. Und wenn es nochmal irgendjemand belustigt, ja, bitteschön. So. Schöne Grüße an die Nachschau-Squad. Press Triple F für die Moderatoren. Vielen Dank für fucking alles. Wir sehen uns in den nächsten 3 Tagen irgendwann. Kommt spontan. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es euch im Discord dann wissen lassen als erstes. Und los. So, und jetzt verpisst euch! Hobby! Hashtag Rapse. Hashtag Kelvin. Ohne L. L in Klammern. Hashtag Kaki Wurst und Biesenstrahl. Und jetzt haut's ab.